Ja, grüß euch beieinander und einen sackerisch guten. Jetzt Kasperl. So. Weihnachten ist. Ich nehme euch das heute auf vormittags am 24. Und ich hab schon frei. Meine bessere Hälfte muss auch immer lohnen. Und dementsprechend sitze ich hier. Ich will das auch hinter mich bringen. Wir hatten gestern kurz, konnte leider nicht auf so viel vom Chat eingehen. Ich war gestern kurz bei Serial im Stream. Ne? Ich habe mich sehr über die sehr, sehr, sehr vielen netten Worte gefreut von euch. Und ja, vielleicht mache ich selber mal wieder einen Stream, ne? Aber ihr wisst, wie es ist. Ne? Erstens bin ich so ein Technik-Dulli, dass ich das dann immer nicht hinkriege, dass der scheiß Chat da ist, wo er hingehört und so. Und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Dann macht mir das fürchterlich, macht mir das fürchterlich fuchsig und da habe ich dann irgendwie Stress. Und Stress nicht gut. Ne? Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja. Rainer erzählt, also Rainer klärt jetzt auf, ne? Das ist jetzt hier Reinis Aufklärungsunterricht. Er erklärt jetzt den Bärchen, wie das so funktioniert, ne? Für Frauen beim Bimsen, ne? Was die da so empfinden. Vor allem, wenn er, der große Snusno-Meister, ne, den Drachenspeer schwingt. Oder wenn der Drachenspeer mal zum Vibrieren anfängt. Das hat er auch erzählt, ey. Mich hat's zerrissen in der letzten Reaction, ihr werdet das mitgekriegt. Weil ich lag wirklich, unironisch, ich lag am Boden. Ihr hattet mich tatsächlich hier liegen. Ich lag am Boden, ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Keine erzählt. So einen Schmarrn. Aber ich habe noch ein paar Sekunden zurückgespult. Ne? Wir waren bei 25 Minuten 10 Sekunden. Das war so ein bisschen mittendrin in seiner großartigen Erzählung. Lügengeschichten über diverse Ex-Freundinnen und auf welche Art und Weisen er ihnen die, die Wunder des weiblichen Körpers beigebracht hat. Ne? Kannst du es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Man kriegt und kriegt die Tür nicht zu. Richtig. Okay. Dementsprechend, Leute. Dementsprechend. Hockt euch her, sagen wir mehr. Reißt euch Häube auf, denn mir ging einer in Ding. Ne, ich habe auch schon Frauen gehabt, die auch relativ leise waren. Die damals aus Dresden zum Beispiel, die war auch verhältnismäßig leise. Die hat auch kaum einen Pieps von sich gegeben, wenn sie. Das haben Menschen, die erfunden sind, haben das so an sich. So, sind selten sehr laut. Dass die imaginäre Edzardler Freundin ausdenken, die wieder nur eher Stöhnen gehört hat. Gekommen ist. Bei der hast du es eher gemerkt, weil sich plötzlich ihr Körper angefangen hat anzuspannen. Da hast du aber von der hast du kein Geräusch gehört. Also die hat das hat so ein kleines gemacht, also ein ganz leises Geräusch hat, aber richtig gehört. Also dass man da jetzt richtig irgendwie sagen hätte können, man hätte das richtig gehört, wie sie abspritzt oder so. Rainer, das war dieses Geräusch, was du da gehört hast, das war der Kotzreiz, den sie unterdrücken musste. Ne? Abspritzen ist dann eher mein Fall. Wobei es können auch Frauen. Aber letzten Endes halt. Letzten Endes. Dr. Sommer war gestern, Dr. Ache ist heute. Er erzählt euch, wie der weibliche Körper funktioniert. Leute, passt's gut auf. Hier lernt er was fürs Leben. Ne? Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Und wer besser als unser Adipositas Akademiker, ne? Dr. Ache, der uns das jetzt erzählt. Ne? Ohren gespitzt, Leute, passt da auf. Das wird lehrreich, wird das. Ist es dann schon eher so der Fall halt gewesen, dass sie dann eher. Das hast du halt eher dadurch gemerkt, dass sie wirklich ihr Körper anspannt und nicht irgendwie sie stöhnt oder so. Und meine erste, mit der ich zusammen war zum Beispiel, bei der da hast du es halt schon gemerkt, wenn die angefangen hat zu stöhnen und so. Welche war jetzt die erste? War jetzt die erste Moner oder war das die ominöse Frau, die du da mit 26, 27 oder 28, je nachdem welche Lüge er rausholt, gewimst hast? Oder war es doch die Mutter von einem Spätzl, wo du 17 warst, oder die eine aus dem komischen Konfi-Camp, als du
14 oder 15 warst. Welche war's, Rainer? Welche war's? Da hast du halt schon gemerkt, das dauert jetzt nicht lange, dann wird sie kommen. So. Das hast du dann auch am Tonfall auch gehört. So. Also es gibt da schon deutliche Unterschiede, klar. Aber du hast ja bestimmt auch schon mehrere Partner gehabt, wo du da genug Erfahrung mit haben dürftest. Naja, es geht letztendlich darum, es ist halt jeder anders so. Und bei ihr ist es halt so, sie ist halt auch relativ laut. Und ja, das ist schon heftig. Ja, Rainer, das ist so massiv unangenehm. Rainer, ich find's gerade gut, dass die Nummer erfunden ist. Ich fände das unangenehmer, wäre das nicht erfunden. Wenn das eine echte Person, Leute, mich würd's beiteln vor Ekel, wenn irgendjemand, ne, irgendeine Person, mit der ich Snooze gehabt hätte, so darüber dann mit jemand anderem spricht. Vor allem irgendjemand x-beliebigen, ne? On top, ne? Leute, jemand, den man gar nicht kennt, einfach aus dem Internet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie jemanden kennengelernt und man hat sich ein paar Mal getroffen und eins führt zum anderen kurzerhand in der Situation und ihr kriegt raus, dass die Person irgendeiner wildfremden anderen Person im Internet hier im kleinsten Detail beschreibt, wie ihr euch verhaltet, wenn's auf den Höhepunkt zukommt. Das ist maximal übergriffig, Reini. Das ist maximal übergriffig. Und das ist gut, dass hier die ganze Bumsnummer hier von vorne bis hinten aus Reinis Arschgebirge entsprungen ist. Wie ein Scheißequell. Beim ersten Mal hat mich das halt so überrascht, weil die auch so geil gestöhnt. Also die hat ja nicht nur, es ist ja nicht nur, dass sie laut war, sie hat auch richtig geil gestöhnt. Halt. Ja, das ist genau wie die Alte, die er damals angeblich verräumt hat, ne? Wo die Hater dann draußen vor der Schanze standen und gesagt, Reini, mach mal den Borneo-Film aus. Und der Reini stand oben und hat gelacht. Das war jetzt überhaupt kein Borneo-Film, etc. Ich hab hier bloß gerade Ratazing, ne? Ne? Die hat sie nicht mal zurückhalten können, ne? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das ist richtig erregend einfach. Und du hast halt richtig gemerkt, dass sie richtig sich gerade befreien lässt und also sich richtig befreien kann gerade und richtig Spaß dran hat. Dass sie befreien kann. Das hört sich schon wieder so, ne? Das hört sich schon wieder so fritzelmäßig an. Die hat gar nicht so laut gestöhnt, ja, weil die keine Kraft mehr hatte, weil die schon seit 20 Jahren im Keller war. So, die hat es einfach nur noch über sich ergehen lassen, Reini. Wie ich sie mir nehme und Ah ja, halt dein Maul. Das, ganz ehrlich, ich bin nicht zart beseitigt, wenn es um gewisse Ausdrücke geht. Ich benutze auch, ne, sagen wir mal, Profanitäten, die andere Leute als offensive wahrnehmen. Aber mir zieht's alles zusammen, wenn jemand sie mir nehmen benutzt für Snooze machen. Weil sie mir nehmen impliziert meiner Meinung nach immer Unfreiwilligkeit. Ne? Denn wenn du sie dir nehmen musst, dann ist sie nicht von alleine gekommen. So, das ist immer ganz unangenehmer Unterton, meiner Meinung nach. Und das könnt ihr anders sehen, aber ich finde, sie mir nehmen ist ne? ja, da hat man jetzt schon gemerkt, so, ja, da geht noch mehr. Das Können ist nicht das Problem, aber die Frage. Da hat man gemerkt, ja, da geht noch mehr. Worthülsen reingeschissen einfach, ne? Man hat sich wieder in irgendeine Sackgasse gerendert mit dem Satz und dann wird einfach, ja, Ding. Situation. Letzten Endes Fakt ist. Sondern es liegt eher daran, bei Frauen, ich habe dir doch mal von den Hormongeschichten erzählt. Oh, jetzt kommt der damit wieder um die Ecke. Das ist der Notausknopf für Männer, oder? Wenn die Grambeat haben, dann fallen die sofort tot um. Ne? Kennt ihr diese Videos von dieser Babyziege, die sich dann die so umfällt? So ist das. Liegen die da. Wo du einschläfst und so weiter. Ja. Und bei Frauen, weil das hat zwar nichts mit Hormonen zu tun, sondern Rainer, der Grund,
Der Grund dafür, warum du nach dem Akt der Selbstbefleckung meistens einschläfst, ist, dass das für dich eine Anstrengung ist, wie für jemand anderen eine scheiß Everest-Besteigung. Ne? Wo du auch so, keine Ahnung, Sauerstoffflasche dazu brauchst. Und dann wird da eine Stunde lang an dem Shrimp rumgezupft. In der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwie so viel Blut reinbekommt, dass man vielleicht mal ein trauriges Tröpfchen Elend rauskitzeln kann. Und danach bist du fix und foxy. Rein ins Sauerstoffzelt. Hier, gleich Kochsalzlösung, Infusion dran. Adrenalin rein in den Mann. Ja, das hat ein bisschen mit den Körperfunktionen zu tun. Bei Frauen ist es halt so, Frauen sind ja sexuell generell auch anders, so was ihren Körper angeht. Nein, Rainer. Echt jetzt, oder? Echt jetzt? Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast die Erkenntnis eines Dreijährigen getroffen. Moment einmal, das Mädchen, das hat da unten nicht das, was ich da hab. Applaus, Rainer. Applaus. Frauen sind also anders. Ich weiß, es gibt Leute, die sich als modern und progressiv definieren und als links, komischerweise, ne? Wo ich immer gedacht habe, die Leute links sind die so auf Fakten und Wissenschaft, ne? Aber die behaupten, nee, es gibt gar keinen biologischen Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, aber es gibt ihn halt, ne? Das ist halt, leider Gottes, lässt sich die Realität nicht wegdiskutieren, ne? Ne, der Himmel ist blau und Haut ist ein Organ und Männer und Frauen sind biologisch unterschiedlich. So, das ist leider so. Und Oder leider, Gott sei Dank, aus meiner Sicht. dass Frauen Geräusche von sich geben beim Sex, da habe ich mal vor kurzem erst ein Video drüber gesehen. Ja, Rainer, du hast dazu einen Haufen Videos gesehen, aber diese Videos, die du dir zu diesem Thema anschaust, die sind oft nicht realistisch, ne? Man kann den Pizzaboten oder den Klempner oder dergleichen, kann man halt nicht irgendwie in der Regel mit Snus nur bezahlen oder den Vermieter oder der, man kennt diese ganzen 0815 ne, Bullshit-Stories. Hier Big Lebowski, Sie können sich sicher denken, was jetzt passiert. Er repariert das Kabel. Ich kann jetzt noch nichts Genaues zu sagen. Im Übrigen, wer den Big Lebowski noch nicht gesehen hat, ich habe ihn schon mehrfach empfohlen, schaut ihn euch an. Ist einer der großartigsten Filme aller Zeiten. Ne, Er ist super funny, das ist wirklich die Paraderolle von Jeff Bridges. auf jeden Fall, sie hat dann halt, Quatsch, was wollte ich sagen? Achso, bei Frauen ist es halt einfach ein wenig anders von der Körperform, von der Körper. Frauen haben eine andere Körperform, ja. Ja, keine Ahnung, ja, wie Füße oben am Ende der Arme. Und die Hände unten an den Beinen dran. Wissen die meisten Leute nicht, ne? Muss man wissen. Situation, keine Ahnung, wie ich das ausdrücke. Situation, ja, freilich. So. Es ist halt einfach, Frauen haben einfach eine andere Situation. So, fertig, wissen wir Bescheid. ist halt einfach ein anderer körperlicher Mechanismus, sag ich mal. Aber Was labert der für eine Scheiße? Frauen haben einen anderen körperlichen Mechanismus. Oh Mann. genau erklären könnte ich das jetzt auch nicht, dann müsste ich mir das. Ja, dann halt doch dein dummes Maul, Reini, wenn du es nicht. Oh, es schwadroniert. Ja, erklär jetzt mal was. Hier Männer und Frauen so und so Unterschiede, bla bla bla. XY. Situation. Mechanismus. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wovon ich gerade rede. Aber glaub mir. Das Video nochmal anschauen, beziehungsweise müsst ihr über das Thema nochmal richtig recherchieren. Ey, Reini ist der wandelnde Dunning-Kruger-Effekt. Er ist der wandelnde Dunning-Kruger-Effekt. Ja, irgendwann einmal irgendwie ein Video, da hat dann irgendjemand gesagt, Frauen sind anders. Das habe ich gespeichert und jetzt bin ich Experte. Ja, aber ich habe mich früher schon gefragt, weil ich habe halt auch schon Männer und Frauen eben gehabt. Und ich habe halt auch schon festgestellt, mit wenigen Ausnahmen, dass es halt gerade Frauen sind, die sehr. Lügenlaut. Er hat schon Männer und Frauen gehabt. Draußen vor der Schanze stehend und Herr Winkler rufen, hat er schon Männer und Frauen gehabt, aber nicht in der Kiste. Reini, ich gebe dir hier, dass du diesem komischen einen Dude am Stängel gekaut hast. Warum du das genau gemacht hast, ob es Provokation war oder eine Verzweiflung, wo du gedacht hast, ja, keine Ahnung, vielleicht probiere ich es doch einmal aus, weil Frauen lassen mich ja eh nicht ran.
Weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch Geld gekriegt dafür. Was auch immer. Aber Rainer, du hast sicherlich noch nie eine Frau gebimst. Stöhnen. Im Vergleich jetzt zu Männern. Es hat aber halt biologische Hintergründe. Und biologisch sind ja Frauen ein bisschen anders gebaut. Ja, ja, wie gesagt. Ja, no shit, Reini. Ich habe mich, wie gesagt, nicht genauer damit befasst. Ich habe da nur ein Video drüber gesehen, wo das jemand erklärt hat. Ja, wie gesagt, wandelt er dann den Kruger-Effekt. Er sieht irgendwo ein Video, nimmt die Hälfte, vielleicht ein Viertel davon auf, ne? Merkt sich von diesem Viertel nochmal ein Viertel und hält sich jetzt für den großen Experten in Sachen Sexualkunde. Jetzt könnte er eigentlich, er ist jetzt schon so gebildet in der Richtung, der könnte jetzt schon Vorträge an der Uni halten. Und deswegen habe ich das überhaupt auf dem Schirm. Ich habe mich das aber früher schon gefragt. Also früher oder später hätte ich mich damit sowieso mal auseinandergesetzt. Aber das hat, wie gesagt, auch nicht, das ist aber auch, wie gesagt, nicht bei jedem so, ne? Also es gibt auch genug Männer, die laut stöhnen. Also ich sag mal so, um das zu vereinfachen. Als Frau bist du in der Situation, ja, für dich ist ja Stöhnen beim Sex eine Sache, die normal ist. Also es geht. Erzählst du dieser Person jetzt, was für sie beim Sex normal ist? Weil sie eine Frau ist? Keine Ahnung, es gibt Frauen, die stöhnen überhaupt nicht. Für die ist das normal. Was bin ich hörend? Ja quasi, für dich ist das ja was normal, also automatisch funktioniert. Ich Es ist wirklich die Ahnungslosigkeit und die Ignoranz dieses Manns, die fügt mir körperliche Schmerzen zu. wenn ich stöhne, außer wenn ich jetzt gerade mega extrem erregt bin, wenn ich stöhne, bei mir hat es nur damit zu tun, dass ich. Du meinst dann, wenn der Maulwurf vibriert bei dir? So wild. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Rainis Maulwurf vibriert. Ist ganz besonderer. Ganz besonderer Pur. Halt, wenn ich stöhne, ist es eher so, dass ich das eher meiner Freundin zuliebe tue oder meiner Frau zuliebe tue. Ja, ich verrate jetzt mal Geheimnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass der lieber wäre, wenn du die Schnauze hältst beim Sex, ist relativ hoch. Sogar deinen erfundenen imaginären Freundinnen wird es wahrscheinlich lieber sein, wenn du einfach dein dummes Maul hältst. Weil ich das halt wirklich bewusst ausüben muss. Ich kann das nicht, ich stöhne halt nicht von Natur aus so normal, von alleine, sondern außer in Ausnahmefällen, sondern ich stöhne halt quasi mit bewusst. Es gibt halt auch genug Frauen, die das machen, auf bewusster Ebene, aber für mich ist es halt so, ich kann das Ja, man nennt das Borneo-Darstellerinnen, ne? Die machen das bewusst. halt anders normalerweise gar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr selten, dass es bei mir automatisch läuft. Ja, ich sehe das nicht schlimm. So, für mich ist es halt normal. Ich finde es halt nur ein bisschen schade für meine Frau. Wenn meine Frau dann halt beim Sex eben auch drauf steht, dass ich stöhne, dann versuche ich mich da halt auch so ein bisschen entsprechend daran anzupassen. Ja, weil Rainer, müsst ihr wissen, Rainers Priorität Nummer uno ist immer das Wohlbefinden und die Bedürfnisbefriedigung anderer Menschen. Rainer kommt auf seiner eigenen Prioritätenliste selbst immer ganz, ganz, ganz weit unten. Das ist ein selbstloser Mensch, ist das. Das war damals für mich ganz am Anfang, war das für mich ganz schlimm, weil ich das irgendwie ganz merkwürdig fand. Weil ich halt auch, weil es ja bei mir nicht, weil es ja bei mir nicht automatisch läuft, sondern ich das wirklich bewusst ausübe, dieses Stöhnen, auch weil ich trotzdem erregt bin natürlich, aber ich habe halt immer nicht genau gewusst, wie genau oder wann genau stöhne ich jetzt so. Rainer, du hast doch genügend Bildmaterial gesichtet in deinem Leben. Du musst es dann doch wissen irgendwann, oder? Klar, wenn man Lust empfindet, aber ich weiß nicht, ich gehe an sowas eben zu verkopft dran. Ja, das schon, aber wie gesagt, Ja, natürlich gehst du an sowas zu verkopft dran, Reini. Ja, weil dein Kopf ist der einzige Ort, an dem für dich Snooze nur jemals stattgefunden hat. Natürlich gehst du dementsprechend nur verkopft an die Sache ran. läuft eben bei dir läuft das als Frau wahrscheinlich halt einfach automatischer. Bei mir ist halt wirklich so, ich stöhne halt im Normalfall nicht automatisch. Da muss schon extrem abgehen. Da muss ich schon extrem viel empfinden, dass ich da mal wirklich losstöhne. Also es ist nicht so einfach. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es macht mir deswegen ja trotzdem Spaß so. Ich habe ja trotzdem meinen Spaß am Sex. Das ist nicht das Thema. Aber es ist halt einfach so, dass ich das Stöhnen halt wirklich bewusst machen muss. Ja, Rainer, das hast du jetzt die letzten 5 Minuten erzählt und 20 Mal wiederholt. Und es ist immer noch lächerlich. Können wir jetzt bitte zum nächsten Thema übergehen? Ich werde selber schon ganz dumm. Wenn ich weiß, meine Partnerin mag das, weil es letzten Endes für mich halt nicht so ist. Letzten Endes.
dass ich das halt unterbewusst oder so mache. Weil du merkst es, also zum Beispiel, ich kenne viele Frauen, die merken das halt gar nicht, wenn die stöhnen beim Sex. Weil für die ist das halt so normal, dass die das noch nicht einmal richtig registrieren, dass sie stöhnen. Oder ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat gemeint, seine Partnerin. Oh, jetzt kommt der Schweizer Taschenkumpel. Alter, was? Er hat einen Kumpel. Der hat gemeint, seine Partnerin, die. Jetzt kommt, also entweder die stöhnt super laut und jedes Mal, wenn er dann sagt, hey, du bist ein bisschen zu laut, dann sagt die, wie, was? Weiß ich gar nicht, hab ich gar nicht mitgekriegt. Irgend so eine Scheiße labert er jetzt. Und er, die sind beim Sex beide so laut und die merken das gar nicht, dass er jedes Mal von seinen Nachbarn Nachrichten kriegt. So im Sinne von, ey, letzte Nacht, ne, mal ein bisschen auf Bremse treten und so, ne? Genau. Vor allem hat er wohl auch. Ja, das. Reini, sowas, weißt du, wo sowas passiert? Auf 4chan. Die allerwenigsten Leute gehen tatsächlich zu ihren Nachbarn, wenn die zu laut bimsen und sagen hier, so, schreibt mir vielleicht, dass ihr Gaudi habt, aber jetzt ein bisschen starrer machen, da ist ab 10 Uhr ist Nachtruhe angesagt. Ja? Okay. Ich hab eine Zeit lang in München gewohnt und da war ein Pärchen über mir, die haben wirklich auch sehr, 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 sehr laut Matratzensport gemacht. Ich habe nur eine Einzimmerwohnung gehabt, so die auch nur eine Einzimmerwohnung gehabt. Man hat es zwangsläufig irgendwie mitgekriegt. Ah, das war mir gerade wurscht, da haben wir Kopfhörer aufgesetzt und fertig, ne? Und dann habe ich gesagt, ich höre euch nicht, ich habe Kopfhörer auf. Und dann hat er sich zum Grillen eingeladen. Nein, da war ich kurz an, bin in aufgegangen und dann habe ich. Na komm. Nee, keine Ahnung. Ich habe mir da gedacht, ach, ist wieder soweit. Aber, keine Ahnung. Die werden sich dann, wenn ich beim League of Legends spielen und mal einen hochamtlichen Ausraster gehabt haben, werden die sich auch ihren Teil gedacht haben und sie gedacht, der Irre von unten drunter daddelt wieder, ne? Einen Nachbar, fand ich ganz witzig. Ich habe auch einen Nachbar, der sich darüber beschwert hat und sowas gesagt hat wie, Alter, ne, wenn du nicht die Fresse hältst mit deiner Alten, ne, dann hacke ich ihn dir ab. Meine Alte wollte gestern Abend auch Sex, weil du da so laut warst mit deiner. Ja, Reini bums das ganze Mietshaus wach und allein von dieser unglaublichen erotischen Energie, die dann von ihm ausgeht, ja, werden alle anderen Frauen im Gebäude werden wuschig. Und die Männer denken sich immer, boah nee, ach nee, boah nee, jetzt macht der Reini und seine Alte aus dem Gym, die machen hier wieder Rambo-Zambo, die ganze Nacht. Diese, oh, jetzt will meine Alte auch, oh mein Gott, nein, bitte erlöse mich. Lieber Gott, bitte erlöse mich, das Leben ist so hart. Und der hatte wohl keinen Bock drauf. Und hat er wohl auch rangemusst so. Mit dem Der Typ ist 6 und Die nächste Zahl ist eine Lüge. 6 und, was ist ein gutes Alter? Was ist eine glaubwürdige Lüge? Und jetzt kommt eine sehr, sehr unglaubwürdige Lüge. 66, 67. Ja. Und ist nicht mehr der potenteste. Was bedeutet, dass es lange dauert. Ja, genau. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich fand's witzig. Ach ja. Ja, auf jeden Fall gestern Abend, das war schon geil. Und auch neu und auch vorgestern halt. Also, Eigentlich, wenn man auf seinen Körper Aveng 8 gibt, man muss jetzt nicht fürchterlich ne, asketisch leben, so, aber wenn man Aveng 8 gibt auf seinen Körper, kann man in der Regel mit 66, 67 noch einwandfrei bimsen. na, die letzten 2, 3 Tage kann ich mich echt nicht beschweren. Da bin ich echt befriedigt worden. In mehrerlei Hinsicht. So, bei mir waren das, wie gesagt, 3 Jahre oder mehr als 3 Jahre. Also, ich bin auch mehr als bedient gewesen, dass es so lange gedauert hat. Ich bin auch zufrieden jetzt. Wie gesagt, er widerspricht sich ja wieder seinen anderen Lügengeschichten von zwischendurch, mehr als 3 Jahre. Ganz zu schweigen davon, dass es das auch wieder eine Lügengeschichte ist, ne? Weil er spricht hier von Mona. Und der glaube ich, dass wenn die gesagt hat, der hat mich nie, den habe ich nie rangelassen, weil der ekelhaft ist, ne? Das war mal wieder nötig. Weil, ganz ehrlich,
Man kann von der Frau halten, was man will. Ich habe keine hohe Meinung von ihr. Ne, aber was sie effektiv gemacht hat, ist Reini, um einiges an seinen Hausbarren zu erleichtern. Weil er vollkommen Delulu war und gesagt hat, Alter, die sitzt jetzt tatsächlich hier bei mir im Ranger und wir fahren hier durch die Gegend, die lässt mich 100 Pro ran. Und dann kommt man ins gute Hotel und so weiter und so fort. Vor allem, das macht ja auch was mit deiner Psyche. Mach ich. Das macht ja auch was dann mit deiner Psyche vor allem. Ja, das merkt man, Rainer. Das merkt man, wenn man 36 und ungebimst ist, das macht was mit deiner Psyche. Er war zu dem Zeitpunkt, wo das aufgenommen wurde, noch 35, aber gekächtelt. Das macht natürlich was. Man merkt es an dir, dass das mit der Psyche was macht und nichts Gutes, Reini. Wenn ich mir anschaue, was du in diesem Blog geschrieben hast, deine Vorstellung von dieser Kommune, deine Edzardler Goblin-Geschichten, Bücher etc. bla bla, der Umgang hier mit diesen Bärchen, die wirklich über Jahrzehnte andauernde unfreiwillige Abstinenz hat bei dir keine Ahnung was, aber noch mehr im Ogerstübchen kaputt gemacht, als da vorher schon im Argen lag. Wenn du so lange keinen Sex hast und dann mal endlich wieder ran darfst und so weiter, das ist ja auch was Positives, wo dein Kopf wieder befreit, sag ich mal. Na, shit. Echt jetzt, Rainer? Echt jetzt? Wenn man Sex hat, das ist was Positives auch. Nein. Leute, ich hoffe, ihr schreibt mit. Ihr lernt ja heute richtig was. Ne? Rainer Winkler erfüllt den Bildungsauftrag besser als die öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist überhaupt mal ein bisschen auf die Zeit achten. 15 Uhr irgendwas. Ja, Es ist Lügen o'clock, Rainer. Es ist Lügen o'clock. ich wollte noch duschen, bevor sie kommt. Ja, ich spare mir den Kommentar. Ja, aber ich war ja vorhin noch. Ja. Er war vorher noch Kackduschen. Eigentlich muss er gar nicht mehr duschen. Beim Sex auf jeden Fall. Na, generell so. Ja, das schon, aber ich habe ja heute Morgen mit ihr zusammen geduscht gehabt. Ich dusche ja morgens und abends. Okay. Aber Rainer duscht deswegen morgens und abends, weil er morgens und abends kackt. Das war also nicht das Ding, aber die Dinge halt so machen. Das war nicht das Ding, aber die Ding. Also die Ding machen ist schon das ist das Beste am Sex. Ding. Ich sag mal. Ja, wie sagt man jetzt, Rainer? Auf jeden Fall. Ich dusche ja morgens und abends so und ich wollte Das erwähntest du bereits, Rainer. halt nochmal duschen, bevor sie kommt. Damit ich nicht nochmal wie ein gekochter Hummer mich fühle. Wie wann will ich? Ja, wann du dann weg bist, ich weiß gerade nicht mehr, was du vorher Zum gesagt hast. Duschen. Ja, aber wann willst du ja los? Ich sagte ja, nee, los muss. Ich muss ja nicht los. Ich bin ja zu Hause. Sie kommt ja zu mir. Nee, da fällt mir ein, ich sollte vielleicht auch mal fragen, ob ich sie mal besuchen soll. Ja, frag sie mal. In Lügen. Oder Denken. Oder wo auch immer sie herkommt. Ne? Berlin, das war's. Ne? Nee, sie ist ja sie kommt ja sie kommt ja sehr schön. Wirft mir das jetzt sie ist ja sie kommt ja direkt vor die Haustür, sehr gut. Ja. Ja, nee, ich muss wie gesagt ja nicht los, sondern sie kommt jetzt zu mir und sie ist ja um 8. Um 8, glaube ich, hat sie gesagt, ungefähr wird sie wieder da sein. Also mal abwarten. Also letzten Endes musstest du wissen. Ich habe letzten Endes. keine Ahnung. Also mir schreibt sie jetzt nicht mehr und das Thema ist für mich jetzt dann eigentlich durch so. Ah, okay. Jetzt geht's um hier Zoe. Reini ist, für den ist das Thema schon wieder durch. Spoiler-Alarm. Ich habe die Scheiße hier noch nicht gesehen, aber ich glaube, das Thema ist noch nicht durch. Ich glaube, das Thema kommt noch mal auf den Tisch. Und ich glaube, Reini ist derjenige, der es auf den Tisch legen wird. Wenn ich mir so wenn ich mich so zurückerinnere an die Cola-Bärchen-Leaks, glaube ich, das Thema ist noch nicht durch. Erinnert's euch, wie oft da das Thema durch war? Da haben sie sich dann wieder gestritten, weil sie der Meinung war, er soll unbedingt einen HIV-Test machen und er der Meinung war, ich bin aber gesund und ich weiß, wo mir was fehlt und ich brauche den Test nicht und dann ist er eskaliert und dann hat es geheißen, weißt was, ich glaube, wir lassen das jetzt hier. Das hat so keinen Sinn. Bla 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 bla. Vollkommen eskaliert. Eine Woche später, ganz kleinlaut, Mausi, Schatzi, Puppi, guten Morgen, Pussy, Pussy. Als wäre nichts gewesen. Ne? Habt ihr euch Weil gestritten oder was?
Nein. Ich glaube, es liegt auch daran, letztendlich, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, es liegt vielleicht daran, dass ich ihr gestern gesagt habe, dass ich halt mich mit der da jetzt da in der Sauna getroffen habe und mit der in der Sauna rumgevögelt habe. Und halt auch, dass die jetzt übers Wochenende bei mir ist. Ja, und da ist die Zoe so eifersüchtig geworden. Und so verzweifelt ist sie jetzt. Ihr trägt es einfach nicht mehr im selben Discord-Raum mit dir zu sein, Rainer, weil ihre Gefühle so verletzt sind. Sie hat dich doch so sehr geliebt. Und dann. Oh, come on. Ja, aber wieso sollte Äh, Zoe denn, also, wieso Keine sollte Ahnung. Zoe dann sauer sein, dass Ich weiß nicht. Ich weiß es Ja, nicht. was ist denn dann Vielleicht. Mary? Nein. Nee, nicht soweit ich weiß. Nee, es ist halt einfach, das war das Letzte, was ich mit ihr besprochen habe. Und seitdem meldet sie sich nicht mehr. Deswegen gehe ich davon aus. Darüber habe ich halt letzte, genau wie mit dir halt auch, habe ich das zu ihr halt auch gesagt oder mit ihr auch drüber gesprochen, am Morgen, gestern. Mhm. Und dann hat sie ja noch gemeint, wir treffen uns später. Aber danach hat sie nicht mehr reagiert. Und sie hat ja auch noch gesagt, dass sie sich eigentlich zurückziehen. Vielleicht ist irgendwas passiert, vielleicht haben die Hater sie irgendwie belästigt, keine Ahnung. Ja, die Hater sind schuld. Ne? Die hat nicht entweder was Besseres zu tun, als dir fetten Vollversager beim Lügen und beim Belästigen zuzuhören. Und beim Umeinander, ne? Oder hat einfach generell die Schnauze voll nach Wochen von diesem Bullshit. Daran muss es liegen. Die Hater haben wieder Schuld. Okay. Sie wollte sich ja auch zurückziehen, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, es geht mich, wie gesagt, letzten Endes nichts an. Wenn sie sagt, sie möchte nicht mehr, ach, na toll. Egal. Wenn sie sagt, sie möchte nicht mehr, dann möchte sie nicht. Das geht mich ja nichts an, das ist ja ihre Sache. Oh ja, da ist jetzt. Ich krieg ein bisschen so diese Vibes von dieser letzten Sprachnachricht an Baby Chrissy wieder. Ne? Ja, was erwartest du jetzt von mir, dass ich jetzt hier heul? Wahrscheinlich wieder der Hater-Aktion. Ne? Das ist immer dieselbe Scheiße. Er hat sie im Kopf. Im Kopf war das schon alles unter Dach und Fach. Ne? Da war die schon geheiratet und die Kinder waren schon da, ist alles schon passiert so. Und ist halt wieder nichts geworden. Oh, na, der arme Rainer. Das ist ja Ich voll misch mich in da null ein. Kannst du ja machen. Vielleicht können wir ja morgen oder so mal quatschen, keine Ahnung, weil heute, wie gesagt, schaffe ich das definitiv nicht mehr. Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass sie dir heute antwortet. Sie hat, glaube ich, gestern was erwähnt gehabt davon, dass sie bei ihren Eltern ist. Achso. Rainer, das würde erklären, warum sie nicht mehr antwortet und warum sie nicht im Edzardler Discord ist. Es widerspricht doch deiner Theorie von gerade eben. Es sei denn, die Eltern sind Hater. Wahrscheinlich in seinem Klöterkopf ist das auch so. Ja, die Eltern von Zoe sind Hater und Zoe ist da hingegangen und hat gesagt, im Übrigen, ich bin Edzardler jetzt mit dem Drachenlord zusammen. Und das ist ein ganz toller Mensch und die Eltern sind Hater und die haben sie jetzt einfach im Keller eingesperrt, so. Und seit gestern läuft der Exorzismus. So wird's sein. Okay. Ja, Wochenende ist sie doch immer bei ihren Eltern, hat sie zumindest gesagt gehabt. Hat sie doch schon oft gesagt, wo du dabei warst. Das hat sie gesagt gehabt. Ja, wie gesagt, wenn die sagt, ich bin übers Wochenende bei meinen Eltern und du wunderst dich, warum sie nicht im Discord ist, oder? Aufmerksamkeitsspanne von einem Fisch, oder was? Ich habe mit Rude, Rainer? Rude? Zoe nicht so oft geredet. Da warst du dabei, als ich mit ihr geredet habe, als wir hier geredet haben. Ja, aber sie hat ja vielleicht nicht unbedingt direkt Notizen gemacht, Reini. Reini, du laberst so viel Scheiße, wenn der Tag lang ist, dass sie mal irgendwie kurz distracted ist und ihr Handy vielleicht in der Hand hat und nicht irgendwie mitschreibt, oh, der Reini hat gesagt das. Da hat sie gesagt, dass sie am Wochenende immer bei ihren Eltern ist. Egal. Jedenfalls ist sie am Wochenende bei ihren Eltern, hat sie zumindest erzählt. Also gehe ich mal davon aus, dass sie beschäftigt ist. Okay. Also vielleicht reagiert sie morgen, vielleicht redet sie morgen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, was sie vorhat. Im Übrigen, das hier, was er gerade, das ist hier dieses Mindset, das dann dazu führt, dass du 30 Nachrichten oder Anrufe oder sowas in einer Nacht hast. Ne? Aber wie gesagt, ist jetzt erledigt. Ich muss ja. Was ist das schon wieder? Wir müssen einen Reparaturpool bauen, glaube ich, ne? Wenn wir Sachen reparieren wollen. Naja, schade, dass du nicht, dass du aktuell keine Ding gehabt hättest, kein Interesse. Sonst hätte man mal schauen können, wenn ich. Du willst mich verarschen? Wirklich so schnell? Oh. Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, hier, diese Wolbani-Nummer, die ist das Backup-Bärchen. Ne? Habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Aber jetzt ist die andere, hat die Dreistigkeit, einen Tag lang nicht zu antworten. Und dann ist sie schon, ja, okay, abgehakt. Ja, ist einen Tag lang nicht geantwortet. Die Respektlosigkeit muss ich mir nicht mehr geben. Die ist jetzt abgeschrieben, machen wir uns das nächste Bärchen dran.
Rainer, du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt mehr oder weniger in einer Beziehung bist mit der Ollen, die du da im Gym geknödel haben willst. Und jetzt machst du dich an sie ran? Dieser Mann ist unfähig, Scham zu empfinden. Das ist unfassbar. Mal, wenn ob man sich mal trifft. Aber ich glaube, die Art von Lebensstil ist, glaube ich, eh nichts für dich, ne? Ich weiß noch nicht, Was? ob ich bereit bin für sowas. Schwierig, auch diese Suggestivfragen, wo er dann einen Widerspruch erwartet. Also, ich nehme mal nicht an, dass du dich ja mal mit mir treffen willst, oder? Nein, Rainer, will sie nicht. Alles gut. Ich bin halt noch ein bisschen verletzt, weißt? Ja, verständlich. Aber hast du denn, ich habe jetzt im Moment jetzt bin ich erstmal vom Markt, zumindest vorerst. Rainer, ich verrate mal ein Geheimnis, das wir alle wissen und das dir aber noch nicht in deinen Ogerschädel eingezickert ist. Du warst nie drauf auf dem Markt. Rainer, du warst nie drauf auf dem Markt. Warst. Nee. Reini, du bist, wenn der Obstverkäufer morgens am Markt seine Ware aufstellt, geht er da nochmal durch. Und wenn er da irgendwo einen faulen Apfel oder sowas findet, schmeißt er den weg. Das bist du. Reini, du bist, bevor der Markt eröffnet wurde, schon in der Tonne gelandet. Aber hast du denn überhaupt jemanden? Ich habe Nicht jemanden, ich wollte was anderes sagen. Oh, freudscher Versprecher. Lass uns mal pennen gehen. Yep. Was wollte ich denn sagen? Rainer, du wolltest dich auf sehr, 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 sehr cringige und unangenehme Art und Weise an dieses Bärchen ranmachen. Ne? Nachdem du ein Eifersuchtstantrum geschoben hast über das andere Bärchen und davor hast du diesem Bärchen Ewigkeiten deine komischen, kruden Bumsgeschichten mit irgendeiner erfundenen Mulle aus dem Gym erzählt. Hast du denn, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Mein Kopf Ja, offensichtlich, Rainer. ist mal wieder der absolute Burner. Keine Ahnung. Vergiss es. Mein Kopf ist einfach gerade AFK. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist Standard bei dir, Rainer. Aber generell halt einfach schon ein bisschen viel. Ich habe auch viel geschrieben. Ich habe die ganze Woche viel in meinem Blog, an meinem Buch auch geschrieben. Ich meine, ich habe die Woche nur für mein Buch, was habe ich denn da geschrieben? Lass mich kurz überlegen. Ich habe die Woche nur für mein Buch 50, 100, knapp 100 Seiten geschrieben. Nur? Ja. Das ganz bestimmt. Wer das glaubt, ne? Wer das glaubt, der glaubt auch an Weihnachtsmann, an Osterhasen. Fürs Buch. Dazu kommen dann noch die Sachen, die ich im Bestiarium gemacht habe. Die Sachen, die ich im Blog gemacht habe und noch 2 Sachen, die ich AFK gemacht habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit so? Bist du nicht ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ausgelaugt von der Woche? Nein. Ist er nicht. Wovon soll der denn ausgelaugt sein? Oh Leute, ich muss kurz Pause machen. Ich habe einen Frosch im Hals mal wieder. Es ist unfassbar. So, ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Ganz habe ich es nicht rausgekriegt. Ich glaube, das ist ein Problem, wenn ich morgens Reactions mache, da habe ich das ja mal so ein bisschen die meine rauchige Stimme raus. Obwohl ich schon ewig nicht mehr rauche. Was genau meinst du jetzt? Also meinst du jetzt wegen, Ja, meinst du generell, jetzt, weil was so alles passiert ist. Also, da ist ja jetzt halt eine Woche lang ja eine ganze Menge sogar passiert. Das meine ich. Alles zusammen. Bist du da nicht ein bisschen ausgelaugt? mein Leben war das eigentlich relativ wenig. Das war noch ein spannender Tag eigentlich. Ja. Ganz entspannter Tag, die ganze Nacht bimsen, 5, 6, 7 Mal in der Früh auch nochmal hin und her, Fluppi, Gym und so weiter und so fort. Ganz normaler Tag, ne? Ganz normaler Tag im Leben von unserem alten Adrenalin-Junkie Rainer Winkler. Der erlebt ja so viel, der hat so interessantes Leben. Der sitzt nicht den ganzen Tag in dieser grauen Butze da drüben in Zobis bei Nazi-Uwe oben drüber. Und, unaniert sich weinend in den Schlaf jeden Abend. Nein. Der Rainer, der hat ein richtig, richtig interessantes Leben. Also für mich ist das jetzt nichts Außergewöhnliches gewesen. Da habe ich normalerweise eine aufregendere Woche. Okay. Also für mich war das aufregend. Nö. Für mich ist das ein ganz normaler Tag. Na, das war nix. Ganz normale Woche. Ja? Normalerweise, da geht 20 Mal in der Woche ins Gym und die alte bumst sich 50 Mal in der Nacht und dann gehen noch
mindestens pro Woche einmal ein 8000er besteigen und bin in der Formel 1 den großen Preis von wo es gerade läuft und keine Ahnung, alles macht er. 3000 Seiten Buch hat er wieder geschrieben. Und er hat noch Zeit, 12 Stunden am Tag in diesem Discord zu sitzen und die Bärchen zu belästigen. So sehr sogar, dass die sich einen Schichtplan haben einteilen müssen, dass die nachmittägliche Drachenbetreuung am Discord übernehmen musste und da die League-Aufnahmen macht und die dann abends, ne, kurz Dienstübergabe gemacht hast und das ist passiert. Viel Spaß mit dem Dulli, ich gehe jetzt ins Bett. Eigentlich. Sogar noch sehr viel entspannter als normalerweise. Also normalerweise so am Wochenende habe ich also früher habe ich am Wochenende 10, 20 Mal so viel zu tun gehabt. Aber für mich war das jetzt eigentlich nichts Besonderes. Rainer, du hast früher, einen ominösen Früher, von dem hier die Rede ist. Zu Schanzenzeiten hast du nur gewusst, dass Wochenende ist, weil der Rewe-Zwingel zu hatte. Ansonsten hast du, und weil der Frankengamer keine Pakete von der Amazon Battle-Liste vorbeigebracht hat. Da hast du dann gewusst, jetzt ist Sonntag. Ansonsten war doch einerlei. Jeder Tag wieder andere. So. Das war alles entspannt. Was anstrengend war sie halt, ne? Ja, das war anstrengend. Aber darüber hinaus war meine Woche eigentlich eine ganz normale. Auf jeden Fall, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Ja, ich auch. Fürchterlich gespannt, Rainer. Die nächsten Wochen, im Übrigen hier, das ist der vorletzte Tag auf dem Discord-Server. Ne? Einen Tag darauf hat er das platt gemacht, das Ding. Gerade auch mit ihr jetzt. So, weil, ehrlich gesagt, jetzt gerade ist es ja so, dass sie eher Sex will. So ist es, wie es mir anträgt, sag ich mal. Und was sie mir ja auch gegenüber so erwähnt und alles. Aber ich merke halt auch, dass ich schon das Gefühl habe, dass sie schon etwas mehr mehr Interesse zu haben scheint. Aber mal gucken, vielleicht wird daraus ja noch eine echte Beziehung. Mal gucken. Ja, mal gucken. Also viel Glück da auf jeden Fall. No? Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kann Im Übrigen, er hat jetzt dieser Satz, den er jetzt da getätigt hat. Vielleicht wird er dann nochmal eine echte Beziehung aus. Das sagt er jetzt, um dem hier seinem Backup-Bärchen nochmal deutlich klar zu machen, liebes Backup-Bärchen, ich bin noch nicht in einer offiziellen Beziehung. Noch kannst du mich haben. Schnell zugreifen. Hier, der Hotbutton schlägt gleich zu. Ne? Gleich anrufen. Wir haben nur noch, es ist nur noch ein Reini auf Lager. Ne? Wenn du jetzt nicht kaufst, dann. ich dann auch endlich so mein anderes Leben noch ein bisschen hinter mir lassen. Das geht mir nämlich alles auf die Nerven. Und wenn ich Ja, Reini, wenn du dein anderes Leben hinter dir lassen willst, dann musst du dich aus diesem aktiven Internet-Bullshit raushalten. Reini, dann ist das Internet für dich wie für die allermeisten anderen Leute halt etwas, in dem dass du passiv konsumierst, wo du dir deine Unterhaltung vielleicht herholst. Ich wollte gerade Nachrichten sagen. Aber nichts, wo du Content erstellst und hochlädst. Solange du Content erstellst und hochlädst, wirst du dein altes Leben, wie du es jetzt sagst, niemals hinter dir lassen. Deine Person ist unwiderruflich mit dieser ganzen Drachenlord-Drachen-Game-Nummer verbunden und das wirst du nicht mehr los. Projekt seriöse Internetkarriere ist schon lange gescheitert, Rainer. jetzt dann vielleicht doch noch die nächsten Wochen oder Monate irgendwann meinen YouTube-Kanal, Quatsch, meinen TikTok-Account und den ganzen Scheiß dann weghauen. Ich denke, ich werde das alles weghauen. Aber Ja, genau. Ja, das hätte ich mitgekriegt, glaube ich. Wenn sein TikTok-Kanal wirklich gelöscht wäre. Ne? Nicht einfach deaktiviert und dann einmal im Monat wieder reaktiviert, um ihn dann wieder zu deaktivieren. Gelöscht. Ganz zu schweigen davon, Reini, dass das ja schon dein dritter TikTok-Account ist und es hält dir ja nichts davon ab, dann einfach einen vierten zu machen, im Zweifelsfall, ne? Aber es ist dieselbe Nummer. Es ist doch dieselbe Nummer wie damals mit seinem YouTube-Kanal. Wo er gesagt hat, nee, hier ist vorbei, das mit die Haters,
ich mache jetzt hier nichts mehr, YouTube-Karriere beendet. Und die Leute, die dann gefragt haben, Rainer, warum löscht du dann deinen YouTube-Kanal nicht? Das wie mein Kind umbringen, das ist Unverschämtheit, etc. Er hat das aufgebaut, harte Arbeit. Natürlich hat er nie die Absicht gehabt, wirklich mit YouTube aufzuhören. Er wurde mit YouTube aufgehört. Von YouTube. Ich weiß es noch nicht. Aber, ja, vermutlich. Ich weiß es aber auch noch nicht, wie gesagt. Und wie gesagt, die TikTok-Nummer, da wurde er auch aufgehört. Zwar nicht von TikTok, weil das eine Schmutzplattform ist, eine absolute Minusmenschen-Abschaumplattform, die jeden Deppen da drauf lässt, und wenn dann mal so ein Account gesperrt wird, weil du es ausnahmsweise hart übertrieben hast, machst du einfach einen neuen, easy going, kannst du ja Barne verdienen. Dann tust du ja so, wie wenn du dir die Haare rasierst bei so und so viel Likes. Rosen, Löwen, Universen, was weiß ich. Ja. Ja, auf jeden Fall werde ich dann mal gucken, je nachdem, wie ich das hinbekomme, dass ich dann vielleicht gleich so mache, dass ich dann komplett mich wieder zurückziehe, weil ich habe die Schnauze echt voll. Ja, es wäre schon cool. Ich glaube, es ist auch sowieso besser, wenn ich mich aus dem Internet wieder zurückziehe. Ich meine, Oh, hat das gehört? Jetzt hat er sich verplappert. Sich wieder aus dem Internet zurückziehen. Dann hast du nicht in diesen ganzen Leaks immer behauptet, du wärst aktuell auf dem Stand, dass du dich schon lange aus dem Internet zurückgezogen hast? Du hast ja immer gesagt, 1,5 Jahre nur aus dem Internet raus. Im Übrigen, zu dem Zeitpunkt waren es noch keine 1,5 Jahre, sondern war es 1 Jahr und 2 Monate Maximum. Ja, April 24 auf Juni 25 kannst du es da ausrechnen. Also du nicht, aber jeder Mensch, der erfolgreich die Grundschule absolviert hat, kann sich das ausrechnen, dass es halt keine 12, sondern 14 Monate sind. Aber er auch 15 Kilo wir wissen Bescheid. Und jetzt sagt er ja wieder aus dem Internet zurückziehen. Er weiß ganz genau, was er hier tut. Ne? Er weiß ganz genau, was er hier tut. Dass das eben der ganze Blog, der Discord, der ganze Bullshit, dass das eben nicht sich aus dem Internet zurückziehen ist. so zurück, wie ich eigentlich, wie die alle ja glauben, dass ich zurück bin, bin ich nicht. Habe ich auch nicht vor. Das Thema ist für mich vom Tisch. Wir fahren heute nonstop mit dem Lulu-Train nach Bullshit Town. Und lustigerweise ja anscheinend auch für viele von denen. Mhm. Ja, kann man im Moment jetzt nur mal abwarten, wie es weitergeht. Ja, Reini, ja, viele von uns, ich weiß nicht, viele von uns sind vielleicht an dieses Thema Drachenlöschung mit einer gewissen Naivität rangegangen. Manche wollten vielleicht auch einfach, dass es wahr ist. Aber ich glaube, ganz viele von uns haben gewusst, dass das kein dauerhafter Zustand ist. Und ich sage immer noch, ne, guck hier in meine Kasper Kristallkugel rein. Und ich sage immer noch, 2026 ist großes Drachen-Comeback angesagt. Aber die planen auch schon wieder irgendwas. Wie gesagt, ich habe da ein, zwei Leute in der näheren Gruppen, also eigentlich sind es sogar bis zu 30 mittlerweile, 40 Leute, irgendwie so 2/3, keine Ahnung. Letztes Mal, ja, ich habe da 2 Leute, ich meine 3 Spione in der Administration bei denen, und jetzt sind es schon 30 Leute. Es ist wie damals vor der Schanze. Hier ist schon wieder Ding. Hier ist wieder Randalieren. Da ist ja 2, 3, 5, 18, 53, 197 Leute sind draußen vorm Tor und bauen die Scheiße. Ne? So, sorry Leute, ich habe kurz Pause machen müssen. Wo waren wir stehen geblieben? Aber einer eben auch in der Chefetage. Schau mal, ich komme gerade an, kannst du mir mal das Tor... Ach so, ja. Er hat Spione bei uns. Hören wir uns nochmal an. Ich habe da ein, zwei Leute in der näheren Gruppen, also eigentlich sind es sogar bis zu 30 mittlerweile, 40 Leute, irgendwie so 2/3, keine Ahnung. Aber einer eben auch in der Chefetage. Schau mal. Chef. In der Chefetage, ihr habt es mir hier gleich liegen. Ein Drittel der Leute irgendwie auf dem Schanzenwatch-Broadcast sind seine Spione. Drittel von alle Hater sind seine Spione.
Weil er hat ja so viel, Rainer, wenn du so viele Fans hättest, dann wärst du weit niemals gekommen, Rainer. Niemals. Ey, dieser erbärmliche Versuch, 4D-Schach zu spielen, ist wirklich, also es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ne? Er weiß, dass hier geleakt wird und deswegen fängt er jetzt an, solche vollkommen hanebüchene Scheiße zu verzapfen, weil sie denkt, oh, die Hater, die sind so dumm, die glauben das dann trauen sie sich untereinander nicht mehr und dann zerfleischen sie sich. Reini, ich sag dir jetzt mal ein kurzes Geheimnis. In dieser Hater-Bubble ist es schwierig, ne? So viel gebe ich dir. Es gibt hier sehr, sehr, sehr viele komische Leute, aber das sind nicht, weil die Fans von dir sind, sondern weil die grundlegend schon ein bisschen Panne waren. Ne? Wir haben da vieles schon aussortiert, aber so ganz hundertprozentig ja, man passt hier trotzdem auf seine Daten ein wenig auf. Ne? Meistens. Ich habe ein paar Leute, wirklich, wirklich echt tolle Leute kennengelernt über dieses Game. Leute, die ich auch heute inzwischen als Freunde bezeichnen würde. Aber gute Freunde sogar. Keiner auf irgendeinem Service, irgendein Spion von dir. Und wenn du da irgendwelche Infos kriegst, dass da was geleakt wird, dann ist das Teil des Drachengames. Ne? Dann sind es Leute, die das machen, die geben dir Informationen, und zwar gerade so viel, um die ganze Sache ein bisschen um ein bisschen Würze reinzubringen, ne? Damit du genau so eine Scheiße machst wie hier. So, oh ja, langsam schläft's ein. Er erzählt immer nur dieselbe Scheiße, hier mit seinen Büchern und dem ganzen Müll. Und er findet eine hanebüchene Wunsknödel-Geschichte nach der anderen. Wir müssen mal schauen, dass wir da ein bisschen anderen Drive reinkriegen. Schmeißen wir mal ein paar Brösel hin. Und dann schauen wir mal, was sein Spatzenhirn da zusammenrendert und was er dann wieder für einen hanebüchenen Bullshit verzapft. Tada! Das hat funktioniert, Rainer. Die Leute spielen auf dir wie auf einem Klavier. Ich komme gerade an, kannst du mir mal das Tor... Achso, das Tor. Da ist ein Loch. Ja. Weißt du schon, was geplant wird? So? Was wurde erzählt? Wahrscheinlich irgendwelche, also, keine Ahnung, vielleicht ist auch Annie sag ich schon. Warum komme ich immer auf Annie? Vielleicht ist auch die, ach schau mal, das rollt weiter, vielleicht war das wirklich deins. Könnte sein, ja. Also, vielleicht ist auch die Zoe eine Haterin, wer weiß. Wieso? Vielleicht, wer weiß. Wer weiß, wer kann es denn wissen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie du drauf kommst, dass die eine Haterin sein könnte, vielleicht weil sie sich deinen hanebüchenen Bullshit und deine scheiß Belästigung gegeben hat. Über Wochen auf diesem Discord. Und niemand, keine normale Person und schon lange keine Frau sich das geben würde. Die war doch Der Elch ist gerade da unten einfach durch die Tür, durch unsere Mauer gelaufen. Dass Zoe eine Haterin wäre. Sein könnte. Ja, Zoe ist eine Haterin, weil die Dreistigkeit hatte, ihm jetzt, natürlich ist ein Bärchen eine Haterin, aber, ne, aber sein Beweis dafür, dass sie eine Haterin ist, weil die Dreistigkeit hatte, einen Tag lang nicht auf seine Antworten zu reagieren. Am Wochenende, wo sie schon gesagt hat, dass sie bei ihren Eltern ist, Digi. Ich habe keine Ahnung, also letzten Endes ist es mir auch ehrlich gesagt mittlerweile vollkommen Wumpe. Nee, ist es dir nicht, Rainer. Das zerfrisst dich. Das zerfrisst dich wieder. Du hast gedacht, hier ist jetzt, hier ist eine, mit der kann man theoretisch anbandeln und dann schauen wir mal, vielleicht geht irgendwas. Und da hast du schon alles schön ausgemalt. Die kommt bei dir vorbei, dann gibt's Snoo und dann so weiter und so fort. Und dann ist vor einiger Zeit ist dir zugetragen worden, da ist irgendwas geplant, da wird irgendwas geleakt und seitdem schiebt er jetzt wieder Paranoia. Aber dadurch, dass die Hater halt gerade gesagt haben, dass die irgendwie vorhaben, irgendwas zu planen oder so, oder halt so diesen Eindruck machen, dass sie irgendwie was planen, ja, laut meinen Informationen. Ja, gucken wir mal. Mal schauen, was sich ergibt. Reini, hättest du wirklich so viele Spione in die höchsten Kreise der Hater-Administration, ne? Dann wüsstest du, was geplant ist. Ne? Dafür hat man Spione. Hätte ich irgendwo Spione, ne, die mir Informationen zutragen, so dann wäre das nicht so vage wie
die planen irgendwas. Wenn es in den höchsten Kreisen ist, deiner eigenen Aussage nach, dann wird da nicht irgendwas geplant, sondern dann würden die dir sagen, Reini, im Übrigen hier XY und bla bla bla, wie sie nicht heißen, die nehmen schon seit Wochen eure Gespräche auf und die haben vor, das zu veröffentlichen. So. Toi, toi, Ah, dass nichts Großes passiert. So. Kannst du das dann mal fertig machen? Und schon überlegt, was du dann machst, wenn alles weg ist wieder? Was alles weg? Naja, wenn du deinen Blog und so alles wieder wegmachst. Dann einfach Bücher schreiben und... Mich ist er ja nicht weg. Ich schreibe ihn. Du, ich führe ihn ganz normal weiter. Ich mache das aber halt, wie es vorher war. Ich mache das halt so, dass es keiner mitkriegt. Mich wundert so, Und da sind wir wieder, da geht es schon wieder ins bisschen Gefährliche rein. Der große Vorteil an dieser ganzen Nummer, dass er sich ja über Jahre lang irgendwie sein ganzes Leben ins Internet gepimmelt hat, war, dass man das natürlich im Auge hatte. Wenn der das jetzt nur noch für sich selber macht, rendert er sich noch tiefer in diese vollkommene Psychoscheiße rein, die er da als Dark Fantasy verkaufen will. Und schreibt dann seinen Blog weiter nur für sich. Und irgendwann sind in dem Universum nur noch Engelchen und Teufelchen, dann sehen alle Wesen da so aus. Ich frage mich sowieso, wie die da überhaupt dran gekommen sind. Eigentlich war der ja nicht. Also er war zwar eigentlich öffentlich, aber es war ja nicht so, dass ich dafür groß Werbung gemacht habe oder so. Also ich frage mich immer noch. Boah, Reini, es gibt halt so ein paar Autisten-Hater, die halt hier durchs Internet pimmeln und suchen. Weil die ganz genau wissen, dass du die Füße nicht stillhalten kannst. Weil die ganz genau wissen, dass dieses Ich ziehe mich aus dem Internet zurück eine riesengroße Lügenstory war, von Anfang an. Und wenn die merken, okay, es kommt jetzt wirklich auf TikTok nichts, dann macht er irgendwo anders was. Und dann geben die halt Schlagwörter ein. Sachen, die du halt sagst und in deine Blogs immer reinschreibst. Letzten Endes Situation. Und dann findet man das sehr, sehr schnell. Und ich wette, du hast gesagt, dass die diesen Blog gefunden haben, Wochen bevor das veröffentlicht wurde. Wie die da dran gekommen sind. Weiß nicht, vielleicht hat es irgendjemand herausgefunden. Ich meine, du hast ja auch deinen Namen darunter geschrieben. Das kann ja vielleicht auch... Ja, das schon. Ja, der hat echt seinen echten Namen da drunter. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, dann braucht man nicht nach groß, da musst du einfach nur nach Rainer Winkler offiziell suchen. RW offiziell, Drache offiziell. Begriff XY der Freiheit suchen und du findest irgendwas von ihm. Aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie merkwürdig ist. Dass die einfach, das war ja monatelang, den gab es ja schon seit Ewigkeiten. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie die nach Monaten da erst draufgekommen sind. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Wie gesagt, Rainer, die sind ja nicht nach Monaten draufgekommen, die sind vielleicht nach Tagen, maximal nach Wochen draufgekommen und haben halt sich gedacht, okay, lass mal erstmal schreiben. Schauen wir mal, was er da so schreibt. Und wenn es dann einen gewissen Widerlichkeitsgrad erreicht hat, dann schlagen wir Alarm. Das Spiel ist aber halt auch gut für Perverslinge gedacht. Dieser Dreckshurensohn von Elch. Was, wieso? Hat er dich wieder Er hat mich über den Haufen gerammelt. Der Elch ist auch ein Hater. Oh. Und Rainer ist traurig, weil es ein Elch war, kein großes Wassertier. Junge, ich habe aktuell genug Sex. Ich brauche nicht auch noch einen verrückten Elch, der in mir reinschieben will. Unangenehm. Nimm du den Lockslayer, dann nehme ich den anderen. Effektivität und so. Ja, Effektivität, Rainer. Das Einzige, was du effektiv geschafft hast, ist deinen kompletten Besitz und dein Leben komplett vor die Wand zu fahren. Rainer, da drin warst du schon immer sehr effektiv. Ansonsten ist mit Effektivität bei dir nicht so weit her. Okay. Ja, ich bin effizient. Ich will das effizient so schnell wie möglich erledigen. Keine Ahnung, für gewöhnlich spiele ich halt Spiele aus Spaß. So. Das ist Ja, schon, aber mir macht es Spaß. Effiziente Arbeit ist Spaß, weil das für mich. Ja, Rainer, warum gehst du denn nicht arbeiten? Warum machst du nicht einen echten Job? Rainer, es ist inzwischen möglich, von zu Hause Callcenter zu machen. Es geht. Nein, du könntest. Keine Ahnung. Ich hab gehört in dieser Firma, die Knossi gegründet hat, da gibt es Jobs für Leute, damit die den ganzen Tag irgendwie Sexschreibende mit armen Schweinen machen, um denen die Kohle aus dem Kreuz zu leiern. Das ist doch genau dein Ding.
Das beinhaltet Internet, Sexschreibende, Betrug, Charakterlosigkeit, Gewissenlosigkeit, das ist komplett dein Ding. Warum wir nicht machen, ne? Umso effizienter ich arbeite, umso schneller ich bin, umso mehr ich machen kann, umso geiler freue ich mich dann am Ende darüber, dass ich auch vorwärts komme. So. Boah, Rainer, die Attitüde solltest du mal in dein Berufsleben mitnehmen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht irgendwie einer von dieser, oh, du musst buckeln, du musst buckeln, du musst buckeln, ein ganzes Leben lang Typen. Ich bin auch eher jemand, der sagt, ich ne, arbeite, um zu leben und nicht lebe, um zu arbeiten. Aber die Notwendigkeit ist gegeben. Und wenn er, ich weiß, was machen sie? Forest, Stardew Valley, ich hab's wieder vergessen. Ja? Da ist wichtig, da muss man ganz schnell, muss man da, ja? Schaffe, Häusle baue. Und, aber im richtigen Leben, da kommt er nicht drauf. Das ist für mich Spaß. So definiere ich Spaß, indem ich meine Arbeit möglichst schnell und effizient erledige. Und deswegen verstehe ich manche Leute auch nicht, die dann irgendwie Die dann, Mal um den gleichen Baum rumrennen und überlegen, ob sie jetzt genau diesen einen speziellen Baum umhacken. Effizient ist es übrigens auch nicht. Ja, im Übrigen, Reini, das ist auch wieder so eine Nummer. Ne? Andere Leute denken nach, bevor sie handeln. Du nicht. Du hackst den Baum um und dann fällt er auf dein Haus und du denkst, scheiße, wer hätte es damit rechnen können. Und jemand anders läuft da vielleicht vorher 5-mal rum und denkt sich, weiß ich nicht, wenn ich den Baum jetzt abhack, der wächst so am Hang. Die Wahrscheinlichkeit, dass der da runtermettelt und mir meine Hütte zersägt, relativ hoch. Ich glaube, ich nehme mir lieber einen anderen Baum. Einen Weg durchzuballern, wo man nicht durchkommt dann mehr. Ja, wie gesagt, ich achte halt einfach darauf, dass ich möglichst effizient bin. Das ist vielleicht auch ein Teil liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Erziehung. Deine Erziehung, Rainer. Deine Erziehung. Deine Erziehung ist non-existent. Reini, deine Erziehung bestand daraus, dass wenn du geplärrt hast, hat man dir die Fanta und die Wurstsemmeln ins schiefe Ogermaul gestopft. Das war Erziehung, damit der Bur sein dummes Maul hält. Weil mein Vater mich immer ermahnt hat, möglichst effizient zu arbeiten. Ja. Hat offensichtlich ja nicht gefruchtet, Reini. Ja. Spaß zu sehen, wenn ich möglichst vorankomme. Das habe ich aber bei vielen Spielen schon gemerkt. Viele Leute, die zocken, die rennen irgendwie planlos dreimal um den Baum rum, weil sie 5-mal überlegen, ob sie den Baum killen. Ja, den Baum killen. Manche Leute spielen halt so ein Spiel auch ganz gerne einfach mal zur Entspannung. Und wenn dann jemand sich die Mühe gemacht hat, dann eine wirklich schöne Spielwelt zu erschaffen, dann schaut man sich ein bisschen um. Ne? Dann nimmt man das ein bisschen in sich auf und hier, manchmal sind auch Easter Eggs versteckt oder sowas. Und man erforscht ein bisschen. Das ist Teil des Spielspaßes, Rainer. Ihr bestes Beispiel, ich spiele aktuell wieder seit viel zu lange. Ich komme einfach nicht zum Zocken. Ich spiele seit viel zu lange Bloodlines 2. Und ich war ein Die-Hard-Fan vom ersten Teil. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich liebe das bis heute. Ich finde immer noch eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Und eine der besten Umsetzungen von Pen and Paper auf Computerrollenspiel. Und auch wenn der zweite Teil da bei weitem nicht dran reicht. Das Kampfsystem ist lustig und macht Spaß. Und die Stadt ist schön und liebevoll designt in manchen Stellen. Und du hast kleine Easter Eggs. Ich weiß nicht, wer von euch Bloodlines 1 gespielt hat. Da gibt es eine Quest mit Nimbles Prosthetics. Ne? In Santa Monica kommst du dann zu Nimbles Prosthetics und da geht weirder Shit ab. Ich will euch nicht zu sehr spoilern. Auf jeden Fall ist ein Ausleger von Nimbles Prosthetics dann eben da im Bloodlines 2 in Seattle auch drin. Und da habe ich gelullt. Ne? In der Zwischenzeit habe ich schon 16 Bäume gefällt. Also 16, weil ich tatsächlich schon mal 16 Bäume gefällt habe, während einer um 2 Bäume rumgelaufen ist. Ja, tatsächlich sogar, Herr Zettler. Glaub mir das. Tatsache. Fakt ist. Und noch nicht einmal geschafft hat, einen davon zu fällen, während ich schon mit 16 Bäumen hin und zurück gerannt bin. Oh, du bist ein richtiger Buckler, Rainer. Du bist ein richtiger Buckler. Der Unterschied ist halt, dass die meisten Leute. Und da hat er die 16 Bäume, die hat er alle zusammen, 8 links, 8 rechts, hat er sich auf die Schulter gelegt und hat sie alleine heimgetragen, wongelnd. Wie soll ich sagen? Damals schon mit Rudi im Wald mit 4 Jahren hat der Rainer schon 20 Bäume gefällt, während die alten Säcke da gesessen sind und er da Brotzeit gefressen haben.
vielleicht nicht so juckt, wie viele Bäume gefällt wurden in so kurzer Zeit und so, weil wie schon gesagt, die meisten spielen halt einfach so Spaß. Du, wir wollen ein Haus bauen. Wir wollen ja auch irgendwann mal im Spiel in der Story voranschreiten. Wir bauen gerade ein Haus, das vielleicht, sagen wir mal, grob 500 Baumstämme braucht. So, wie lange willst du dafür brauchen? 6 Wochen? Alter, Root, Rainer, reiß dich zusammen. Rainer, reiß dich zusammen. Es ist wieder dieser Gaming-Diktator Gestapo-Ton. Ne? Son of the Forest, Nordkorea-Edition. Wie redest du eigentlich mit den Leuten? Dann spiel doch dein Spiel allein, du fettes Arschloch. Weiß nicht, ich spiele gerne in einem Spiel längere Zeit. Ja, ich auch, aber ich möchte auch effizient vorankommen. Ich möchte nicht 16 Wochen an einem Haus bauen. Das macht. Ja, das hier. Beim Rainer muss es zack, 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 zack. Ja, keine Müdigkeit vorschützen. Morgens einmal auf einer anderen Baustelle. Auch das macht mir wiederum keinen Spaß. Wenn ich dann 16 Wochen. Schau dir mal zum Beispiel meine Mauer an. Die Mauer hat ungefähr so viele Baumstämme wie das von dir in der Mitte stehende gehabt. Vielleicht sogar mehr. So. Und ich habe das auch inzwischen, habe ich auch die Mauer schon 4-mal oder 5-mal wieder gefixt gehabt an bestimmten Stellen, was auch wieder 5 oder 6 Baumstämme pro Fixung kostete. So. Und in der Zeit, wo ich die komplette Mauer gezogen habe, größtenteils allein, weil Kelvin einfach nur irgendwie 15 Bäume oder so, 15 Baumstämme reingezogen hat, hast du in der Mitte das Teil so weit hingestellt und dann konnten wir das aber nicht fertig bauen irgendwie. Und haben jetzt aber in derselben Zeit die Bodenfläche, nur in der Hälfte der Zeit die Bodenfläche gebaut, von der ich da auch dauernd hin und her gerannt bin und wo wir auch dann noch die Baupläne raussuchen mussten. Also wie gesagt, ich habe halt keinen Spaß daran, wenn ich halt 16 Wochen an dem Haus baue, obwohl ich eigentlich das Haus innerhalb von, sagen wir mal, aber wir haben jetzt, wie viele Ingame-Tage haben wir jetzt gebraucht für das Haus bis jetzt? Also seit wir das andere abgerissen haben. Ich glaube so 4 oder 5 Ingame-Tage. Und vorher haben wir, und wir sind jetzt aber schon im 16. Tag oder so, das heißt, wir haben etwa 10 Tage plus minus gebraucht, sagen wir mal 6 Tage haben wir für das jetzige gebraucht. Wir haben aber 10 Tage für das vorherige. Leute, mein Gehirn schaltet aus. Wer da mit Zahlen um sich wirft, ich habe auch keine Ahnung von dem Spiel, das er da spielt. Boah, immer 10 Tage gebraucht, Ding, bla bla bla. Ja, Reini, du bist mad, weil es nicht so gut läuft beim Zocken und weil sie nicht dein Arbeitssklave sein will in dem Spiel. Rainer, wenn dir das so fürchterlich zuwider ist, dann spiel alleine und halt dein dummes Maul. Haus hinbauen, abbauen und auch schon wieder und aber auch den Zaun, den ich parallel noch gezogen habe, gebraucht. Okay. Also, ja, wir haben jetzt in knapp der Hälfte der Zeit mehr Baumstämme hingesetzt und so weiter und alles. Also, wie gesagt, ich bin da halt, vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen zu effizient, ein bisschen zu extrem, aber ich bin da halt ich versuche halt sehr effizient zu sein, weil ich möchte halt irgendwann auch in die Höhlen gehen. Ich möchte irgendwann auch vorankommen und ich möchte nicht irgendwie 60 Wochen an dem Spiel spielen, weil ich auch im anderen Spiel weitermachen möchte, weißt du? Ich spiele ja parallel 4 verschiedene Spiele. Ja, Rainer ist auch wieder dumm. Ich fange ein Spiel an und das Spiel dann zu Ende. Ganz selten, dass man dann ein anderes mit zwischenrein funkt. Ich spiele momentan. Was spiele ich momentan? Ich spiele im Moment V-Rising. Ich spiele im Moment. Ich glaube, ich werde nachher nochmal versuchen, Zoe nochmal anzurufen oder anzuschreiben oder so. Keine Ahnung. Okay. Bevor sie nachher kommt. Okay, also da haben sie offensichtlich ein bisschen was rausgeschnitten. Gott sei Dank. Nicht, dass noch irgendwas passiert ist oder so. Naja, dadurch, dass sie nicht mehr reagiert. Ich habe ja auch schon noch eine Nachricht geschrieben heute und gefragt, ob alles okay ist, aber sie hat noch nicht geantwortet. Gesehen hat sie die Nachricht inzwischen, aber. So, Boah, wie ich das hasse, dieses Ey, wirklich. Maximale Hasslatte einfach. dich einladen hier. So, und wie gesagt, ne, ich möchte halt irgendwann auch, ich möchte das Spiel halt irgendwann abschließen, damit ich auch andere Spiele spielen kann. Achso, nein, die haben das nicht geschnitten. Der ist einfach im Kopf gesprungen gerade. Da war einfach wieder da war einfach ein Kratzer auf der Platte. Wild. Momentan V-Rising. Ich spiele momentan jetzt Son of the Forest, dann spielen wir momentan, wie heißt Medieval Dynasty. Und 5 gegen Willi hast du vergessen, was Rainer. zocke ich aktuell noch? Also ich zocke im Moment 3 Survival Games, wo ich halt möglichst Und sein eigenes Leben. Das ist das schlimmste Survival-Game aller Zeiten. Da versagt er nämlich auch. Ja? nicht noch in einem Jahr dran sitzen möchte. Ich möchte auch meine Errungenschaften irgendwann haben. Und ich bin halt jemand, ich arbeite halt zielbewusst. Wenn ich halt merke, Alter, was ist das jedes Mal, wenn ich den scheiß Lockslide loslasse? Ich merke halt jedes Mal, wenn ich hier, Namen vergessen. Was hast du denn schon wieder für mich? Ah, sie hat mir einen Hasen gebracht. Nice. Vielen Dank. Ich würde mich gerne irgendwie bei ihr bedanken.
Ja, keine Ahnung, schreib Zoe einfach nochmal an. So, irgendwann wird sie schon antworten, nehme ich mal an. Ich hoffe. Ja. Schreibe noch 23 Mal, dann sind die 30 Mal voll. Dann, das ist sicher gut. Das wirkt dann überhaupt nicht nach, so wie stalkendes Psychoverhalten, sondern da wird die dann sagen, verdammt, der arme Rainer, der sitzt da. Schreibt mich an. Muss ich dann doch mal endlich antworten. Ja, ich werde mir da jetzt, das macht mir jetzt auch keinen Hatten. Also, wenn sie nicht will, will sie nicht so. Ich mache mir da Ja, Rainer dir macht überhaupt nichts an Harten. Ich glaube nicht mal, dass er es noch mit der Hilfe von die blaue Pille schafft. keinen Kopf drüber. Vielleicht Vielleicht bin ich da auch. Rainer, du machst da überhaupt keinen Kopf drüber. Rainer, du laberst die alle jetzt seit 50 Minuten voll. Ja, soll ich jetzt der Zoe nochmal schreiben? Die antwortet nicht. Am Tag schon antwortet die nicht. Ich glaube, ich schreibe der nochmal. Soll ich der nochmal schreiben? Aber die Zoe, vielleicht ist er Haterin. Aber die antwortet ja nicht. War einfach zu abgestumpft, aber ich habe das halt auch oft genug schon erlebt. Gerade bei Frauen, die mir halt nicht geschrieben haben, weil sie mir geschrieben haben, obwohl sie mir nicht geschrieben haben, weil sie mir doch schreiben wollten. Weil jetzt hat er einen Schlaganfall gekriegt. Okay. Und wie gesagt, ich habe das halt auch schon oft genug erlebt, dass halt Menschen, Menschen, gerade wenn sie irgendwie sauer oder so waren, mir nicht mehr geantwortet haben. Also ich erinnere den Leuten dann auch. ja, Rainer, das kann passieren. Rainer, das kann passieren, dass Leute, dass du Leuten auf die Füße trittst und diese Leute wollen keine Konfrontation mit dir und gehen dir deswegen aus dem Weg. Bei dir kann das relativ häufig passieren. Obwohl ich das Verhalten auch lächerlich finde, also in einer normalen zwischenmenschlichen Beziehung, kann es sein, dass sich jemand versehentlich im Ton vergriffen hat oder dass irgendwie was falsch angekommen ist. Ne? Missverständnis war, irgendjemand hat was gesagt, die andere Person hat das beleidigend aufgefasst, das war es aber gar nicht. Und dann einfach der Person komplett aus dem Weg zu gehen, weiß ich nicht, ist keine Art und Weise, den Konflikt wirklich zu lösen, sondern dann schwelt er halt im Hintergrund. Und man kann ja dann immer noch, wenn man hingegangen ist und das versucht zu klären, wie normale erwachsene Menschen, dann sagen, hey, hier folgendes, mir ist da ein bisschen was sauer aufgestoßen, was da neulich passiert ist oder was du gesagt hast, dieses, jenes, dies, das, Ananas, ich habe das so und so aufgefasst und das finde ich nicht in Ordnung, wollen wir da kurz drüber quatschen? Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder die andere, drei Möglichkeiten hast. Entweder die andere Person sagt, hey du, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich habe es eigentlich so oder so gemeint. Und dann löst sich das Missverständnis auf und sagt, Gott sei Dank, gut, dass wir drüber geredet haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit so, oh ja, sorry, ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass dich das verletzen könnte. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich werde mir das merken, das sind wir wieder gut, darf ich dich auf ein Bier einladen. Dann ist auch Problem gelöst. Oder die Person sagt, ja, ich habe das auch genauso gemeint, du Arschloch. Gut, dass du es gemerkt hast. Dann kannst du immer noch sagen, okay, ja, dann gehen wir jetzt hier getrennte Wege. Dieses Mimosenhafte sich dann daraus zurückziehen. Ich weiß, manche Leute können das nicht anders. Ne? Ich bin da eher so ein bisschen konfrontativerer Mensch. Ne? Ich will sowas geklärt haben. Irgendwann nicht mehr nach, weil das habe ich früher oft genug gemacht und wenn jemand kein Interesse hat, dann hat er kein Interesse. Hatte Lolo. der Grund, sauer auf dich zu sein? Habe ich dir doch schon Einige, viele. Alter, das habe ich schon 100.000 Mal gesagt gehabt. 3-mal erklärt jetzt, ich weiß es nicht. Das letzte, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, also das Einzige, was ich wüsste, ist eben, dass ich mich mit ihr eben über das Wochenende, über den Freitag unterhalten habe. Wo ich mich mit meiner jetzigen in der Sauna amüsiert habe. So. Das wäre das Einzige, was mir einfallen würde, weil danach hat sie mir nicht mehr geantwortet. Aber vielleicht liegt es auch gar nicht daran, es liegt an was ganz anderem. Das kann ja gut möglich sein. Ja, das kann schon gut möglich sein, dass sie gesagt hat, okay, ich kann mir die Scheiße nicht mehr anhören. Die Geschichten werden Hanebüchner und Hanebüchner und Hanebüchner. Ich gebe mir die Scheiße jetzt nicht mehr. Wenn er noch einmal Sauna sagt, dann kriege ich einen hochoffiziellen Flippy und rast komplett aus. Dass sie gesagt, ich brauche reiner Detox, ich kann das nicht mehr hören, ohne komplett zu eskalieren. Die hat vielleicht einfach von der ganzen Art, von den Lügen, von den widerlichen Sexgeschichten, von den ganzen, vielleicht hat die auch einfach gestrichen die Fresse voll. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch, wie gesagt, wieder irgendwelche Kommentare oder Nachrichten oder so von Hatern bekommen und will nicht mehr reagieren, weil sie ja schon gesagt hat, sie möchte da eigentlich, ach Mann, jetzt habe ich wieder diese Scheiße da gemacht.
weil sie ja schon gesagt hat, sie möchte da eigentlich derzeit nichts mehr machen. Sie möchte da jetzt vorsichtig sein und so weiter. Und sie möchte da, wie sagt sie, weil sie halt Angst gehabt hat, neulich. Ach, ich weiß es nicht. Ja, aber Frauen brauchen ein größeres Zimmer. Wieso brauchen wir unbedingt ein größeres Zimmer? Haben wir mehr Sachen als Männer? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich kenn Männer, die haben mehr Schuhe als manche Frauen mittlerweile. Nee, Rainer kennst du nicht. Rainer, du hast irgendwas mal im Internet gesehen von irgendjemandem, ne, ein Video drüber gesehen, dass jemand Sneaker sammelt oder sowas und jetzt sagst du, ey, du kennst keine Männer. Uwe hat Gummistiefel wahrscheinlich und dann hat er wahrscheinlich so alte verstaubte Halbschuhe, die er mal anzieht. Vielleicht sind noch irgendwie, vielleicht sind noch die Stechschritt ne, SS-Stiefel von seinem Vater noch irgendwo in der Gegend umeinander. Das war's. Er hat 3 Paar Schuhe. Oh ja. Wobei ich das nie nachvollziehen konnte. Wer sammelt. Der ist jetzt, Uwe geht am Sonntag nicht in die Kirche, sondern er zieht am Sonntag die alten Marschstiefel von seinem Vater an und die Uniform und dann marschiert er da in seinem komischen, in seinem komischen Festsaal da auf und ab und lässt hier Marschmusik spielen. Wer braucht denn 100 Cabbies? Wer braucht denn 100 Mützen? Keine Sau, Rainer, keine Sau braucht das. Aber Rainer, wer braucht denn die ganze Scheiße, die du mal hattest? Na, wer braucht denn eine Zuckerwattemaschine oder eine Hotdog-Maschine oder den ganzen anderen Scheißdreck, den du auf die Amazon-Battle-Liste gesetzt hast? Wer braucht denn wie viele Steam-Spiele hat er gesagt, dass er hat? Wer braucht denn so viel Scheiße? Braucht auch kein Mensch. In welcher Form auch immer, wer braucht denn 100 Schuhe? Das werde ich nie begreifen. Ich habe ein Pärchen Schuhe, ich habe 2 Pärchen Schuhe. In die du beide nicht mehr reinpasst, Rainer. Weil deine Wasserhaxen so grotesk aufgeschwollen sind, dass du in einen normalen Schuh nicht mehr rein kannst. Plus meine Hausschuhe, also 3 Pärchen Schuhe. Und ich habe auch nur deswegen 2 Pärchen Schuhe, weil ich Turnschuhe und Springerstiefel habe. Und dann kommen zu den Springerstiefeln und den Turnschuhen kommen dann noch meine Hausschuhe, also 3 Pärchen. Witzigerweise benutze ich eigentlich die Kennt ihr irgendjemanden, der zu Schuhen Pärchen sagt? Ich sag, ich habe 3 Paar Schuhe. Ich habe mehr als 3 Paar Schuhe, glaube ich. Wurscht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schuhe ich habe. Ich glaube, ich müsste mal ein paar wieder rausschmeißen. Hausschuhe gar nicht, weil ich fast nur barfuß rumlaufe. So, und parallel zu dem allen kommt dann auch noch, dass man. Hab ich vergessen, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Achso, dass ich nicht verstehe, warum manche Männer dann irgendwie 1000 Turnschuhe brauchen. Ich meine, auch wenn die alle geil aussehen, klar, aber es macht doch keinen Sinn, 20 Turnschuhe zu haben. Ja, Rainer, manche Leute sammeln halt sowas gern. Dann gibt es andere Leute, die sammeln Lego Star Wars Sets und dann gibt es Leute, die sammeln Motorradl und dann gibt es Leute, die sammeln CDs, da gibt es Leute, die sammeln. Leute sammeln halt gerne Münzen, Briefmarken. Ich habe als Kind Telefonkarten gesammelt. Alte, leer telefonierte Telefonkarten habe ich gesammelt. Schöne Motive. Ich bin draufgekommen, weil die damals, da hat es so Spezialmotive gegeben. Da haben sie angefangen, in den 90er Jahren dann so mit so Hologrammmotiv und sowas. Da waren richtig geile Nummern dabei. Richtig schöne Dinger. Vor allem dann kenne ich jemanden, Ich der. weiß nicht, ob ihr Telefonkarten noch kennt. Ne? Der alte Mann erzählt vom Krieg. Vielleicht sind dem einen oder anderen von euch aufgefallen, da gibt es diese Telefonzellen. Also die gab es früher mal richtige Zellen. Das waren diese gelben Dinger. Da hast du richtig reingehen können. Inzwischen sind ja die nur noch so mit so einem kleinen Dach drüber. Meistens kaputt. Und da gab es dann zweierlei. Entweder die, wo du tatsächlich Münzen reinschmeißen musstest zum Telefonieren. Oder du konntest dir Telefonkarten kaufen. Die waren so im Scheckkartenformat. Da war auch so ein Chip drauf und die hast dann da reingesteckt und dann hat es während dem Telefonieren hat's dann von diesem Chip die Kohle runtergebucht. Und wenn die halt leer waren, hast du es wegschmeißen müssen. Nicht sonderlich effektiv, aber es war alles, was wir hatten. Wir hatten keine Handys damals. Wir haben nichts gehabt damals, nach dem Krieg. Hat irgendwie 100 Turnschuhe, die er aber überhaupt nicht benutzt. Der zieht die nicht an, weil er die nicht dreckig machen will. Wo ich mir denke, Junge, Alter, das sind Turnschuhe, die werden dafür benutzt, dass man nicht in Glassplitter reinrennt, dass man, ne? Ja, aber es ist halt die Sache, deine 20 Euro Deichmann-Schuhe,
Die sind schon dafür da, obwohl da, wenn du Glas reinsteigst, wahrscheinlich die Sohle so dünn ist, dass es da trotzdem durchgeht. Aber wenn jetzt irgendeine Limited Edition von irgendwelchen Air Jordans zu Hause hat, die 5.000 Euro kosten, dass der nicht sich die an die Käsemauken bindet und rausgeht durch ein Bad und vielleicht noch in Hunsrück steigen will damit, ist auch selbstverständlich, oder? Ja, nee, verstehe ich nicht. Geht mir nicht in die Birne. Also, Einige nutzen das halt sozusagen als Status, weißt so, Ja, hab- Status. Ich hab viel Geld. So. Blödsinn. Weil ich 20 Turnschuhe für 20 Euro habe. Ja, manche denken so. Ja, wie gesagt, es gibt auch Leute, die kaufen sich Turnschuhe, die mehr wie 20 Euro kosten. Generell ist es sowieso Schwachsinn. Schuhe und Klamotten haben nur einen einzigen Zweck, deinen Körper zu schützen. Der einzige Grund, warum es Schuhe gibt. Nee, stimmt nicht, Rainer. Das stimmt nicht. Ja, klar, der ursprüngliche primäre Zweck für Kleidung war, sich zu schützen, Wärme, vor negativen äußeren Einflüssen etc. Aber sowohl Schuhe als auch der Rest der Kleidung ist ja auch ein bisschen eine Art und Weise, sich auszudrücken. Da geht es ja inzwischen nicht mehr nur darum, dass man keinen Sonnenbrand kriegt, ne? Wenn man Hauben auf hat, sondern, oder dass einem die Ohren nicht kalt werden, sondern das ist halt dann auch ein bisschen so ein Fashion-Statement. Ja, man zieht sich ja dann auch dementsprechend sowas an, um halt gut auszusehen. Schuhe und Klamotten allgemein haben den Sinn und den Zweck, deinen Körper zu beschützen. Vor Kälte, vor Wärme, vor Verletzungen. Das ist der einzige Grund, warum es Kleidung gibt. Schuhe inklusive. Ja. Davon abgesehen, wusstest du eigentlich, das wissen viele gar nicht, wusstest du eigentlich, dass es Wenn jetzt wieder irgend so ein Nudisten-Monolog kommt, dann schalte ich ab. welcher Schwachsinn ist eigentlich, Schuhe zu tragen? Du machst deine ganzen Füße damit kaputt. Mit Schuhen. Mit Schuhen. Wie Du machst mit Schuhen mit Schuhen meine Füße kaputt? Weil, Die Geschichte muss er jetzt erzählen, denn weil er zu fett geworden ist. Er hat sich zu fett gefressen, um noch Schuhe tragen zu können. Effektiv. Schaut euch die Filmaufnahmen an vom März 22, wo er da mit die, wie heißen sie, Birkenstock-Schlappen vor Gericht aufgeschlagen ist, wo die Ogerkrallen unten rausschauen. Wild. weil du natürlicherweise mit den Zehenspitzen auftreten würdest. Ja. Aber Schuhe sorgen dafür, gerade moderne Schuhe. Hä? Und drehe hier mit den Zehenspitzen auf. Rainer, ich bin kein Ballerina. Ich trete nicht mit den Zehenspitzen auf. Wenn ich einen Schritt nach vorne mache, kommt als erstes die Ferse und die rollt dann den Fuß ab. Und dann das Letzte, was bei einem Schritt von meinem Fuß den Boden berührt, das sind die Zehenspitzen. Ich trete erstmal mit der Ferse auf, wenn ich einen Schritt nach vorne mache. Sorgen dafür, dass du mit der Ferse auftrittst. Ja, das ist ganz normal. Niemand, der nicht Ballett tanzt, geht auf Zehenspitzen nach vorne. Wenn man entweder Ballett tanzt oder High Heels trägt. Ich habe beides noch nicht gemacht. Und das sorgt für einen Stoß im ganzen Körper, Okay. der ungesund ist. Dein Körper würde sich daran gewöhnen. Warum ist hier hinten eigentlich? Das ist der große Gesundheitslord. Einer, was auch ungesund ist, sich auf über 200 Kilo hochzufressen. Sämtliche Warnsignale des Körpers zu ignorieren und zu sagen, nee, die Hater sind schuld, dass mir die Galle geplatzt ist. Nee, die Hater sind schuld, dass ich offene Wunden, die nicht mehr verheilen, an meinen roten, geschwollenen Elefantenhaxen habe. Die Hater sind schuld daran, dass ich unter meinen Speckfalten irgendwelche Hefepilze habe. Die Hater sind schuld, dass ich keinen mehr hochkrieg, weil ich mich grotesk fett gefressen habe und da in dieser Scheißbutze sitze, wie so ein halb verwester Kadaver. Sind immer die Hater dran schuld, aber der Rainer passt gut auf seine Gesundheit auf. Wissen wir, der Arzt ist ja extra nochmal zurückgekommen. Licht? Der Arzt ist jetzt extra nochmal zurückgekommen, nachdem er die Blutwerte gesehen hat, um nochmal nachzuschauen, ob du auch tatsächlich einen Puls hast, Rainer. Du scheiß verkackter Locksled, bleib halt einfach ganz normal stehen. Meine Ja, keine Ahnung, hättest vielleicht da einen Baum hinstellen sollen oder stehen lassen. Fresse nochmal. Wieso? Was soll denn so unnormal sein an mir? Und normal heißt ja nicht gleich schlecht. Ja, okay.
Okay, das Ich bin ja auch nicht gerade normal. Du bist weit davon entfernt. Nein, aber ich verrate mal Geheimnis, ich bin auch nicht normal. Also ich bin nicht normal im Sinn von diesem gutbürgerlichen Normal. Überhaupt nicht, war ich auch nie. Ja. Ich habe auch schon immer ein bisschen einen an der Klatsche gehabt. Bin auf dem Dorf auch ein bisschen aufgefallen wie ein bunter Hund. Aber ich komme klar in dieser Gesellschaft. Weil ich nicht jedem meinen Stiefel aufdrücken will. Weil ich halt nicht die Leute wie Scheiße behandle, nur weil sie vielleicht andere Ansichten haben wie ich oder anders ausschauen wie ich. Ja, es kommt halt immer drauf an, was man Ich habe zum Beispiel auch noch nie irgendjemanden, nur weil er Akne hat, als Pickelfresse bezeichnet oder als Pizzagesicht. unter normal definiert. So. Es ist Menschlichkeit. Anstand, Vernunft. Menschlichkeit, Anstand, Vernunft, das sind 3 vollkommene Fremdwörter für dich. Im Winklerschen Duden kommen die definitiv nicht vor. Intelligenz. Das auch. Jeder sieht was anderes in normal. Ja, das ist es ja. Jeder hat seine eigene Interpretation davon. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde jedenfalls alles andere als normal, jemanden anzugreifen oder anzukacken, der im Internet nur Videos gemacht hat. Und dann sich Rainer, das kommt auf die Videos drauf an. Das kommt echt auf die Videos drauf an. immer heimlich irgendwie da so auszugeben, als wäre man dann quasi der Normalere von den beiden, indem man dann quasi sein Leben damit verschwendet, dem auf den Sack zu gehen. Und mir denke ich so, Alter, mach doch mal in eurem Leben was Vernünftiges. Das ist jetzt direkt an uns gerichtet. Hier spricht er mit uns. Ne? Das ist okay, die Nummer wird geleakt. Ne? Ich provoziere jetzt nochmal die Hater. Aber er ist ja raus aus der ganzen Nummer. Er will ja mit seinem früheren Leben nichts mehr zu tun haben. Hier sitzt er wieder und provoziert die Hater. Ihr seid alle dumm. Bla bla bla. Intelligenzquotient nicht vorhanden. Und doch behaupten sie mir das gegenüber immer und sagen auch immer, dass sie es verstehen, tun aber trotzdem was anderes. 17:32 Uhr, 19 Uhr. Ich denke um 19 Uhr werde ich, also spät, wenn du so lange Lust hast, spätestens um 19 Uhr, denke ich, werde ich weggehen. Weil dann muss ich duschen, mich fertig machen. Ich wollte noch kurz in den Daily, um was zu essen zu besorgen. Weil sie ja über Nacht wieder bleibt, wollte ich wieder was kochen. Als ich gestern so von meinem asiatischen Essen geschwärmt habe, habe ich mir gedacht, Im Übrigen, wenn Rainer von seinem asiatischen Essen schwärmt, dann ist es entweder Lieferando oder Yum-Yum-Nudeln. Damit wir das nochmal, also hier von wegen, er macht gebratenen Reis mit Hähnchen, Bullshit. habe ich mir gedacht, ich mache es so, dass ich ihr... Wir sind zwar schon bei 1,5 Stunden, aber hey, komm, ich bin jetzt im Flow. Ich mach das jetzt, ich reiße jetzt die Nummer hier runter, ich schau mal, wann dann der 3. Leak kommt. Aber dann habe ich wenigstens innerhalb von 2 Tagen diesen Leak komplett durchgemacht. Wir machen das jetzt hier bis zum bitteren Ende. Und wenn dieses Scheißvideo 3 Stunden dauert, dann dauert es 3 Stunden. Aber ich baller das jetzt durch. Ne? Ich hoffe, dass Ofi sich dann noch ein paar Tage Zeit lässt, wie beim letzten Mal, damit ich dann über die Weihnachtsfeiertage diesen Scheiß nicht mehr hören muss. Weil ich mach diese Reactions wirklich gerne. Aber inzwischen, wir sind jetzt bei Video 68, glaube ich. Ich glaube, das hier ist, das 68. Video zu diesen Leaks, das ich mache. Das wild, das 20% der Videos fast 20% der Videos auf meinem ganzen Kanal, also nur der Shit. Oder besser gesagt uns, das ist ja unser Essen, habe ich mir gedacht, dass ich das so mache, dass ich uns Chop Suey mache. Okay, cool. Hatte ich Bock drauf. Weißt du, Yeah, wake up. Draw the brush and put a little makeup. When angels deserve to die. Top, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Was ist eigentlich, ich weiß nicht, was Chop Suey, ich weiß, dass das ein chinesisches Gericht ist, wenn mich alles täuscht. Ich google das mal. So, haben wir das gelernt? Im Endeffekt heißt es nur klein geschnittenes Klump, mehr oder weniger. Also es ist die chinesische Version von Leipziger allerlei. Oder klassische Dinge, so da kommt halt rein, was weg muss. wie das Ja. Na klar, nein. Also, Ich will das machen. Nicht so. Ich will das machen, weil ich es nicht weiß, wie es geht. Hä? Ja, keine Natürlich Ahnung, weiß ich. also vielleicht Na klar. Vor allem, keine Ahnung, ich habe das jetzt.
ich habe das jetzt gerade gegoogelt und festgestellt, Chop Suey ist ja nicht, es gibt nicht das eine Chop Suey. Es ist halt irgendwie, wie gesagt, das ist halt ein Gericht, wo verschiedene Dinge drin sind. So, es kann nur mit Gemüse sein. Reis ist das einzige, glaube ich, was immer dabei ist, aber es kann nur mit Gemüse sein. Es kann verschiedene Fleischsorten mit drin haben. Das kann verschieden gewürzt sein. So, das ist einfach nur mehr oder weniger ein Sammelbegriff für ein asiatisches Gericht mit klein geschnittenen Zutaten, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Weiß Rainer wieder nicht. Rainer, das ist hier nicht Kultur, das ist nicht hier so wie Peking-Ente, wo du sagst, okay, das ist genau das. Es kann alles sein. Na klar weiß ich, ich mache doch bei einer Frau, die ich beeindrucken will, nichts zum ersten Mal. Wenn ich jemanden beeindrucken will, dann mache ich etwas, was ich kann. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich ja mit meinem Können glänzen will und nicht mit meinem. Mir kommen gerade so viele Dinge gerade in den Kopf, von dem, erinnert euch noch dran bei den Indigo-Bärchen-Leaks, was er da geschrieben hat, was die alles mitbringen soll. Das ist nicht sonderlich beeindruckend, wenn du sagst, ja, dann machen wir was zum Essen, aber bitte geh du vorher nochmal einkaufen oder bring Barne mit. Weil wir müssen auf jeden Fall schauen, dass ich möchte dich beeindrucken, dafür musst du jetzt erstmal Kohle auf den Tisch legen, weil ich habe nichts zum Fressen im Haus, ansonsten macht der Yum-Yum-Nudeln. Meinem Unvermögen. Sie hat halt gestern auch gesagt, dass sie scharfes Essen sehr gerne mag, aber es war gestern sehr scharf. Sie hat mich nämlich ein bisschen abgelenkt beim Kochen. Ich mag scharfes Essen auch sehr, sehr, sehr gerne. Ja, sie ist ja von der Arbeit gekommen und hat sich dann halt einfach eiskalt vor mir umgezogen. Ja, und sie hat halt auch gleich ihren Slip komplett gelüftet. Also sie hat sich wirklich komplett umgezogen, so. Was meinen Sie? Tatsächlich hatte ich stark überlegt, ob ich nicht gleich mal über sie herfalle und sie hat mich auch schon so Den Satz glaube ich dir so, wie du ihn ausgesprochen hast, aufs Wort. Wirklich im O-Ton glaube ich dir diesen Satz. Und ich glaube, jedes Mal, wenn du irgendwo eine Frau gesehen hast oder eine Frau irgendwie auf dem, ne, dass du dir gedacht hast, ich glaube, das Einzige, was dich davon abgehalten hat, wirklich ein bereits verurteilter Sexualstraftäter zu sein, ist deine behinderte Fettheit. Eine Sekunde, ich muss nur kurz um den Kater kümmern, der spinnt ein wenig. So. Ich habe gedacht, die spielen gerade in der Küche und im Flur und machen Rambo-Zambo. Wir haben einer von unseren Katern, der ist dermaßen niedlich, das ist so ein hübsches Tier geworden. Der war, als er klein war, hat der ausgeschaut wie ein Ratz. Ausgeschaut wie eine Mischung aus einem Ratz und so einem Kauz in der Mauser. Wirklich, es war kein schönes Baby. Er war süß wie dick, aber es war kein schönes Baby. Der ist inzwischen wirklich, der sieht aus wie so ein Miniaturlöwe mit einem sehr langen Schweif. Sehr süßes Tier. gegrinst im Sinne von, ja, mach doch. Nee, ich habe dann schon gewartet. Ich muss ja auch ein bisschen Vorfreude bei ihr lassen. Ne? Curryreis-Hähnchen mit ein bisschen Gemüse, ein bisschen geschmorte Karotten, Paprika. Mhm. Ich habe auch überlegt gehabt, aber es war sowieso fast zu viel. Wir haben ja heute Die Karotten und Paprika schmoren. Karotten und Paprika, entweder dämpfe ich die oder ich brate sie an. Geschmort ist meistens. Morgen noch ein bisschen die Reste gegessen. Ich hatte nämlich noch überlegt, gestern gehabt, ob ich einen Salat dazu mache, aber das war dann überhaupt nicht mehr nötig. Weil wir hatten war schon zu viel. Kannst du machen wie ein Dachdecker. Ich glaube, ich würde in der Wildnis durchaus überleben. Ich glaube. Okay, das war ein wilder Themenwechsel von ich will über Frauen herfallen und ich koche groß chinesisches Essen zu ich würde in der Wildnis überleben. Rainer, ich habe deine sogenannten Survival-Videos gesehen, wo du da irgendwie um Emskirchen rum diese alte Zeltplane zwischen zwei Bäume gehängt hast, trotzdem klitschenass geworden bist, weil du zu dumm dafür warst. Ich hatte den ganzen Shit gesehen, hier, das hinterm Rewe, wo du da dann noch deine Yum-Yum-Nudeln, den Müll da hast liegen lassen, was er natürlich vehement bestritten hat, dass das sein Abfall war, den er da liegen hat lassen. Und so weiter und so fort. Rainer, du bist der am wenigsten überlebensfähige Mensch auf diesem Planeten. Du hast das Glück deines Lebens gehabt, dass du in Deutschland gekalbt wurdest. In vielen anderen Ländern der Welt wärst du nicht übers 5. Lebensjahr hinweggekommen. Das sage ich dir so, wie es ist.
Und wenn man dich heute survivalen in die Wildnis rausstecken würde, sogar in irgendwo einem gemäßigten Klima, wo du dir ums Erfrieren keine Sorgen machen musst, wo vielleicht auch theoretisch genügend Vegetation da ist, so Survivalen für Anfänger, bist du nach 2 Tagen tot. 100%, mehr gebe ich da nicht. Da würde ich Geld drauf wetten. Ne, wir setzen dich auf irgendeiner Insel im Mittelmeer aus und wir kommen nach 2 Tagen wieder und du bist tot. Ist nix Seven vs. Wild. Ne? Reini ist tot dann. Ne? Ich würde, glaube ich, ich würde gut zurechtkommen. Und abgesehen davon, dass Heiner, nur weil du irgendwelche Survival-Games auf dem PC spielst, im einfachsten Schwierigkeitsgrad, mit Mods und Cheats, dass der Sau graust. Dass so viele Mods und Cheats draufgeladen, dass dein Gaming-Laptop abschmiert davon. Nur weil du das schaffst, mehr schlecht als recht, heißt das nicht, dass du dann auch tatsächlich in einer Survival-Situation zurechtkommen würdest. Bei weitem nicht. Ich würde es so gerne sehen. Ne? RTL, nehmt den Mann, setzt ihn auf einer einsamen Insel aus, packt ein paar Kameras hin. Ihr könnt ihm auch dann irgendwie so eine Smartwatch rummachen, die seinen Puls oder sowas misst, so kurz bevor X geht, intervenieren. Kein Problem. Ich will einfach nur, dass er dann da sitzt und sich zum Obst macht. Der große Survival-Lord, der hier groß tönt davon, ja, ich habe überhaupt keine Probleme. Ich darf in der Wildnis easy zurechtkommen. Ich weiß ja alles. Ich kann ja dann Fallen bauen und Hütten und dergleichen und XY etc. etc. Sagt, schaut euch die scheiß Survival-Videos von ihm nochmal an, die er da damals hochgeladen hat. Vollkommen Hanebüchen. ich jagen kann mit Fallen und so, bin ich auch extrem kreativ. Nein, bist du nicht, Rainer. Rainer, wärst du extrem kreativ, dann wäre deine YouTube-Karriere nicht so dermaßen den Gully runtergegangen. Was in meinem Schützen? Es gibt nämlich andere Leute, ne, auf YouTube Deutschland, die wirklich extrem kreativ sind, die aber genauso dumme Hurensöhne sind wie du und die erfolgreich geworden sind mit der Scheiße. Verein oder wie? Im Jägerverein? Nee, ich nicht, aber ich kenne Leute, die da drinnen waren und habe halt mit denen zu tun gehabt als Kind und so weiter. Ja. Ich habe schon viele Sachen in meinem Leben erlebt. Achso, Nein, hast du nicht, Rainer. Rainer, du hast so gut wie gar nichts erlebt in deinem Scheißleben, weil du aus diesem Drecksladen von Altschauerberg nicht rausgekommen bist. Und man hat das gemerkt. Als du dann drin gesessen bist im Ranger und weggefahren bist. Immer wieder ist er in die Gegend zurückgekommen, weil außerhalb von einem Umkreis von 50 Kilometer um seinen Heimatort hat er Angst gekriegt. Da kennt er sich nicht mehr aus, wie ein Hobbit. Wie ein fetter, behinderter Hobbit. Der seine Hobbithöhle an die, wie heißen sie, Sackwell Bagginses verkauft hat. Und dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut hat. Scheiße gelaufen, Rainer. Ich dachte, du wärst jetzt selber in so einem Verein, wenn du meintest, du kannst damit umgehen. Ich war im oh Gott, wie hieß das? Also im Schützenverein, Ich hab's jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Was hat er gerade gesagt? Sachen in meinem Leben erlebt. Achso, ich dachte, du wärst jetzt selber in so einem Verein, wenn du meintest, du kannst damit umgehen. Ich war im oh Gott, wie hieß das? Also im Schützenverein war ich nicht, nein, aber es gab einen, Hast du schon wieder in der Sackgasse gelogen? gab einen Jagd. Hört es euch nochmal an, es ist zu lächerlich. Oh Gott, wie hieß das? Also im Schützenverein war ich nicht, nein, aber es gab Jetzt. Jagd. Ihr habt da nichts dran gemacht. Es ist wieder Zusammenschnitt, den man früher irgendwie beim Ranger oder beim Influencer, der kein Mensch mehr ist, oder beim Spiegelort oder sowas gekriegt hat, wenn sie diese ganzen geistigen Aussetzer mal zusammengeschnitten haben. Es gab einen, Rainer ist ein Sprung in der Platte. Jagdverein halt früher, also beziehungsweise kein Verein, sondern ich habe halt einfach ich habe viele Sachen in die Richtung gelernt schon. Ja. Weil dieses
Jetzt frag halt nicht nach. Glaub doch jetzt einfach seinen räudigen Lügensermon, sag Ja und Amen, gib ihm die Bewunderung, die er verdient hat und halt doch dein Maul. Warum musst du denn jetzt einfach so eine dumme Frage stellen? Ich kenne mich aus mit Survival, ich bin ja der Größte, ich kann ja alles und da überlebe ich, der Einzige. Nach der Apokalypse, ich bin der einzige Mann auf der Welt. Boah, krass, Rainer, wo hast du denn das ganze Know-how her? Da gab's ein. Und ich weiß, wie ich mir Feuer machen kann. Ich weiß, wie ich mir. Nein, Rainer, du weißt, wie man Feuer machen kann, wenn du ein Feuerzeug in der Hand hast oder ein paar Streichhölzer. Rainer, du weißt, ansonsten weißt du gar nichts. Ne? Rainer, du weißt, dass der Ausschlag unter deinen Titten brennt. Das weißt du, aber du weißt nicht, wie man Feuer machen kann. Wenn du kein Feuerzeug und keine Streichhölzer in der Hand hast, bist du gefickt. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich ein paar kleine grundlegende Dinge machen kann. Außerdem, wenn das. Ja, Rainer, du weißt, wenn du tatsächlich in so einer Survival-Situation wärst, wie du dich in einer Embryonalstellung zusammenkauern könntest und weinst, bis du stirbst. Das traue ich dir zu. Währenddessen noch darüber vor dich hin motzen, wie die Hater das jetzt wieder hingekriegt haben. Ziehe ich mich für Survival und beschäftige mich auch viel damit. Ich bin. Rainer, sich Seven vs. Wild angeschaut zu haben oder mal ein Bear Grylls Video heißt nicht, ich habe mich intensiv mit Survival beschäftigt. Ich bin auch nicht in sowas, aber ich weiß es halt, weil ich halt Leute kenne, die da drinnen sind. Ja, genau. Rainer hat die Nummer von Fritz Meinecke im Handy gespeichert. Wobei, oder halt Waden. Ich habe mit denen ja nichts mehr zu tun mittlerweile. Aber Fritz Meinecke, auch ein Hater, gerade bestätigt worden. ja, da müssen eigentlich genug sein. Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt überhaupt eigentlich her, dass du das letzte Mal hier unten bei dir in der Ecke warst? Das letzte Mal. Ja. Da muss ich jetzt ganz schnell eine richtig dumme Lüge einfallen lassen. Liebes Bärchen, das war sogar für Reini eine offensichtlich verdächtige Frage. Februar. Februar. War ich das letzte Mal. Ja, ist trotzdem schon ein gutes Stück so. Hast du Ich nicht wohne ja auch Baby ich wohne ja auch in Berlin. Ich wohne ja auch in Berlin. Lü, 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 lü. Ja, Heimweh hat nur jemand, der seine Heimat vermisst. ich werde Ja. Alter, du vermisst deine Heimat. Nicht, weil du irgendwie einen Lokalpatriotismus hättest, ne, oder stark verbunden wärst zu deiner Heimat. Rainer, du vermisst das Dach über dem Kopf. Du vermisst die Schanze. Und da kannst du mir sonst was erzählen. Rainer, du hattest ein Haus nur für dich, in dem du der Lord Etzadler warst. Der niemand das vorschreiben konnte. Wo du dein Zaun dir die Haterchen vom Hals gehalten hat. Und du hast dir es relativ schnell bewusst geworden. Spätestens da, wo sie den Lappen gezwickt haben, der Ranger weg war. Allerspätestens da, wo du die letzten Barren dem Frankengamer in den Rachen geschmissen hast und mit nichts auf der Straße standest, bist dir relativ schnell klar geworden, Scheiße, diesen Puff zu verkaufen, war ein riesengroßer Fehler. Es war ein riesengroßer Fehler. Dass du deine Heimat nicht vermisst. Glaube ich da. Ne? Man kann ja auch seine Heimat nur dann vermissen, wenn diese Heimat auch wirklich heimatlich sich für einen anfühlt. Wenn man in der Lage wäre, sich so ein bisschen in dieser Gesellschaft integriert zu haben. Wenn man durch den Kontakt und die Interaktion mit anderen Leuten, die das auch ihre Heimat nennen, so eine gewisse gemeinschaftliche Kultur, so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat. Ein gemeinsamen Dialekt zum Beispiel. Du bist ja sogar zu dumm, deinen eigenen mittelfränkischen Dialekt zu sprechen. Natürlich vermisst du deine Heimat als solche, wie wir das jetzt sehen würden, nicht. Du vermisst aber auf jeden Fall, dass du dieses Grundstück hattest. Es hat dir ein gewisses Maß an Narrenfreiheit gegeben. Weil es dein Grundstück war, da konnte man dir nicht reinpfuschen. Aber Rainer, hast das Grundstück verkauft und jetzt bist halt lackiert. ja trotzdem irgendwie vermissen. Du, ich wurde von jedem meiner Aber jetzt wird er Matt. Dorfbewohner und Nachbarschaft gehatet und gehasst und Ja, alles Hater. Das ganze Dorf, alles Hater. Ne? Hier der Alte, den er da angeschrien hat, die ganzen anderen Leute, Marion, alles Hater. Alles durch die Bank Hater.
Warum? Warum sind das alles Hater? Weil sie in seinem wahnwitzigen Plan, Internet-Depp zu werden, nicht unterstützt haben. Weil sie gesagt haben, jetzt Rainer, jetzt gib er Ruhe. Rainer, du lädst hier die ganze Bagage, sämtliche Kuchenkinder dieser Welt und lädst du hier ein. Hier ist permanent Terror und Abfuck. Hier ist dauernd alles außenrum, unsere schöne Idylle, unsere schöne Landschaft, die Sachen, die da hinstellen, Parkbank etc., sieht alles aus wie Dresden 45 wegen dir. Jetzt halt die Füße still und lass die Scheiße. Weil sie das gesagt haben, waren sie Hater. Aus keinem anderen Grund, weil die nicht hergekommen sind mit den Fackeln und die Missgabeln und hier ein Bollwerk vorne hingestellt haben. An der Schanzengrenze, wo auch immer die verläuft. Dass die sich da nicht hingestellt haben und gesagt haben, wir verteidigen den Rainer, weil der macht ja nur sein Zeug und ist am Rudi sei pur. Weil sie das nicht gemacht haben, sondern gesagt haben, Rainer, du bist nix, du warst nix, du wirst nie was sein, halt deinen Maul und lass diese Scheiße und lad diese Deppen nicht mehr zu uns ein. Weil sie das gesagt haben, waren sie Hater. Mobbt und aus dem Dorf gejagt, mehr oder weniger. Nein, Rainer, die haben dich nicht aus dem Dorf gejagt. Rainer, die haben dir deinen Puff abgekauft und dann haben sie gesagt, du hast dir nichts mehr verloren, dir gehört das Haus nicht mehr, schleich dich. Rainer, die haben dich da 2 Monate umsonst weiter hausen lassen. Und ich bezweifle, dass der Strom, der dadurch verbraucht wurde, dass du diese 2 Monate weiter geschrieben hast, auf deine Kappe gegangen ist, dass du den bezahlt hast. Die haben alles, die haben dir den Hof abgekauft, die haben dich da 2 Monate lang noch wohnen lassen, die haben den Strom dafür wahrscheinlich bezahlt, die haben einen Großteil der Entrümpelung, den Abriss, den ganzen Scheiß, alles bezahlt, nur um dich loszuwerden. Aber die haben dir das Geld dafür gegeben, die sind nicht hingegangen und haben gesagt, Reini, verpiss dich, du kriegst von uns überhaupt nichts, ne? Du wirst jetzt enteignet und verbannt aus dem Dorf wie so ein Pestkranker. Das haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, Reini, willst du deinen Ranger kaufen? Ja. Wir geben da 100.000 Euro. Aber was muss ich dafür machen? Haus hergeben. Okay. Fertig. Weil ein paar Idioten meinten, Idioten! wir müssen mir auf die Eier gehen. Meinst du ernsthaft, dass ich solche Menschen vermissen würde? Egal. Es gab viele gute Sachen, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Deswegen muss ich doch nicht meine Heimat vermissen. Ich für meinen... Das ist super traurig. Das ist super traurig eigentlich. Wenn ich jetzt hier weg müsste, aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung, ist Krieg oder so, ich weiß nicht, ob ich woanders wirklich glücklich werden könnte. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. vermisst doch nichts. Ich sehe auch keinen Grund darin, irgendwas zu vermissen. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas groß vermisst, weil ich bin jemand, der sich extrem gut und extrem schnell anpassen kann. Nein, Heiner, du kannst dich überhaupt nicht anpassen. Du erwartest, dass alle anderen und die Welt um dich herum sich an deine Bedürfnisse anpasst. Und das clasht halt mit der Realität regelmäßig. Deswegen bist du in der Situation, in der du jetzt bist. Und dadurch habe ich eigentlich keinerlei Probleme damit. Sag mal, du hast schon vor, dass wir jetzt das Haus irgendwann fertig bekommen, bevor wir hier anfangen, unsere Boah, jetzt fängt er damit wieder an. Einrichtung zu machen, oder? In der Zeit baue ich halt das ganze Haus, ne? Alleine. Ja, dann baust halt alleine, du Arschloch! Ich habe mein Dach fertig gebaut gerade. Ich habe mein Dach fertig gebaut. Alter, jetzt geht er richtig steil, Leute. Jetzt geht er richtig steil. Ich habe meinen Holzstapel gemacht. Ich habe meinen Ofen gebaut. Ja, ist harte Arbeit, Rainer. Hier hast du einen Keks und jetzt verpiss dich. Ich habe mir das Teil gebaut, wo man das Holz stapeln kann. Habe das Holz gestapelt und habe schon einen Großteil vom Gang gemacht. Ja, ist doch gut. Also- Ich bin gerade mit meinem Dach fertig geworden, gerade eben jetzt und habe dieses Bett einmal hingestellt. Mehr habe ich noch nicht hingemacht. Hab mein ganzes Dach habe ich mit dem Kleinen gemacht und einen Teil vom Flur schon. Ja, Rainer, du bist der fleißigste Buckler auf diesem Planeten. Jetzt halt dein dummes Maul. Naja, ich würde halt mal Prioritäten setzen. Und Priorität ist im Moment nicht ein Bett bauen. Priorität ist, ihm in sein fettes Arschgebirge zu kriechen. Den Knecht spielen für ihn. Das ist Priorität. Im Moment ist Priorität eigentlich das Haus erstmal fertig kriegen. Es ist mitten im Winter. Und ich habe keine Lust, die ganze Zeit mir den Arsch abzufrieren, wenn ich durch meine eigenen Hauswände latsch. Wir können auch aufhören, wenn du keine Lust mehr hast. Kelvin, geh mir aus dem Weg, was es gibt, da brauchst du Maul. Ah, ich muss auch echt über... Ja, aber der Mund ist sehr klein, Stimmung neutral. Ich glaube, ab hier geht die Eskalationsspirale steil nach oben, oder? Das ist jetzt hier Ende vom vorletzten Teil, vom vorletzten Tag auf dem Server. Ab hier geht, glaube ich, Eskalationsspirale straight up nach oben. Ich habe echt Kohldampf. Muss man echt was zu essen, was sagen. Ja,
Ja, ich überlege auch was zum Futtern. Aber ich meine, Ja, aber Reini, du wirst doch dann später, wenn deine erfundene Gym-Mulle kommt, dann kostet doch groß Chop Suey, hast du doch gesagt, ne? du isst doch sowieso dann mit deiner Freundin. Ja, richtig. Das hat er aber jetzt schon wieder vergessen. Ja, ja, schon. Aber ich habe halt den ganzen Tag nichts gegessen und ich habe Magenknurren. Also ich meinte jetzt auch nicht, dass ich mir irgendwie ein fettes Steak reinzimmer oder so. Nee, du kannst ja ein fettes Steak überhaupt nicht leisten, du. Irgendwie eine Kleinigkeit muss ich essen, vielleicht ein Brot oder so. Eine Kleinigkeit, weil Ja, wenn er sagt, eine Kleinigkeit, ein Brot oder so, dann meint er nicht eine Scheibe, sondern ein Leib. sie kommt, das sind ja noch 2 Stunden. Und wenn er sagt Brot, meint er das billigste Schwammtoastbrot vom Aldi, ne? Fast 3, ja doch 2 Stunden ungefähr. Und ich habe halt echt nicht, ich habe schon seit Stunden Magenknurren und so. Hätte ich jetzt nicht mit dir gezockt oder so, hätte ich längst was gegessen. Ja, das gehört immer dazu. Das ist, als Gamer bin ich das gewöhnt, dass ich Hunger habe. Wenn ich irgendwas zocke und da gerade voll drinnen bin, dann habe ich nun mal Hunger. Ich trinke schon Ja, Rainer, wo also nicht, du hast halt immer Hunger. Ich, ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, dein Sättigungsgefühl zu empfinden. die ganze Zeit einen Schluck von meinem Kaffee. Wenn ich die Google Watch habe, dann kann ich auch mal richtig abgehen. Ja, wenn du die Google Watch erstmal hast. Wir sind wieder am Anfang. Die Google Watch war, glaube ich, sehr, sehr, sehr früh in diesen Leaks. In den Anfangsleaks, er braucht eine Google Watch. Dann legt er los. Ne? Ohne Google Watch kann er nichts. Also ohne Google Watch hat er noch nie jemand Sport machen können. Also Gott sei Dank hat Google diese scheiß Google Watch irgendwann auf den Markt gebracht, weil davor gab es einfach für die Menschen überhaupt keine Möglichkeit, Sport zu machen, um Gewicht zu verlieren. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich vermute mal, dass die auf der Rückseite von der Uhrseite wahrscheinlich eine Empfindlichkeit haben und wenn du das Band umschneidest und dann einen höheren Puls hast, das wird halt nicht anders sein wie ein ganz normaler Pulsmesser, ne? Also ich erinnere mich, dass du schon mal mit mir über Gronk geredet hast, aber irgendwie kam es mir nicht. Jetzt geht's um Gronk. Oh, jetzt geht's um Gronk. Gronk ist ein ganz schwieriges Thema, liebes Bärchen. Gronk ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Sofort, als ob du allzu begeistert von ihm bist. Aber jetzt gerade hast du einen Eindruck gemacht, dass Nee, Rainer war weltgrößter Gronk-Fan. Rainer wäre gerne Gronk gewesen. Ne? Rainer wäre gerne Gronk gewesen, aber er ist der Anti-Gronk geworden. Rainer ist wie der Reverse Flash für den Flash. Nur fett und behindert. Und er macht genau das Gegenteil von dem. Gronk ist sympathisch und macht coole Let's Plays und ist schlagfertig. Und man hat so eine, wenn man bei dem irgendwie die Streams schaut, das ist jetzt nicht super spannend, aber ich finde, dass man hat so ein bisschen so eine Kindheits-Wohnzimmer-Atmosphäre. So wenn man mit Freunden oder Geschwistern da gesessen ist und gerade jemand anders den Super Nintendo Controller in der Hand hatte und gespielt hat. Das ist so ein bisschen wie damals, wo ich meinem älteren Bruder dabei zugeschaut habe, wie er Zelda gespielt hat. Ne? So eine Nummer. Man fühlt sich so ein bisschen geborgen bei Gronk. Bei ihm nicht. Bei ihm denkt man sich die ganze Zeit so, boah, Alter, wie kann man sich so saudumm anstellen? Was labert der für eine Scheiße? Und warum behandelt der seine Community wie Dreck? Das ist genau das Gegenteil. Ne? Rainer, du bist der Reverse Gronk. Das war lange. Das war lange! Jetzt lass ihn endlich mal ausreden, er ist gerade am Ranten über Gronk. Jahre vor seiner Hassaktion gegen mich. Hassaktion gegen dich. Aber ich weiß nicht, welche Hassaktion jetzt hier meint. Ich weiß nicht, von welcher Hassaktion er spricht. Also es gibt mehrere Hassaktionen. Also Bullshit-Hassaktionen, ne? Gronk hat, fangen wir mal chronologisch an. Reini hat Gronk zugespammt, weil Reini zu dumm war, seinen Strom zu bezahlen und dann 15.000 Euro Stromschulden hatte. Dann hat er Gronk und andere, hier Alblali und sowas, auch angeschrieben, ob die ihm vielleicht irgendwie Spendenstreben machen können, ihm helfen, ne? Weil er ist ja so ein guter Kollege von denen, weil er auch Influencer ist, auch Let's Player. Große Not, er braucht Hilfe, um seine Stromrechnung zu bezahlen. Da hat ihm Gronk gesagt, hey, du kannst ja deine scheiß Spammerei in den Arsch stecken, ich bin dir überhaupt nicht schuldig. Und wenn ich hier jedem, der hier ankommt und sagt, hier, ich brauche Barne, bitte mach mal einen Spendenstream für mich, einen Spendenstream machen würde, dann komme ich aus dem Spendenstream nicht mehr raus. Ne? Und jetzt durch die Vierten
das war die erste großartige, krasse Hassaktion. Was war noch? Ja, gut, ab und zu hat er halt irgendwelche Memes gemacht oder mal so ein Forza ist fertig runtergeladen Ding. Und die letzte große Hassaktion das war wirklich die Dreistigkeit des Jahrtausends, war wirklich, er hat halt die Audacity besessen, dass er, und da muss ich jetzt den englischen Begriff einfach hernehmen, dass er Reinis Idee von der Kommune der Freiheit kritisiert hat. Oh, da war aber Polen offen. Oh Leute, da war da Polen offen. Es war Anfang 2024, das ist jetzt fast 2 Jahre her. Wo Reini mit dieser dämlichen Behindi-Kommunenidee um die Ecke gekommen ist. Und ich glaube, Gronkh hat auf Solmecke-Video reagiert oder sowas. Auf irgend sowas hat er reagiert und hat da den Kopf geschüttelt, so was das für eine dumme Idee ist. Das natürlich Majestätsbeleidigung, das natürlich Hass und Mobbing. Ne? Und der Mann gehört dafür 20 Jahre eingesperrt. Rainer, du bist halt einfach der Reverse Gronkh. Viele Jahre vorher. Okay, jetzt Und ehrlich gesagt, ich mag Gronk definitiv nicht. Rainer, du hast Gronkh mal sehr verehrt. Du hast Gronkh mal sehr, sehr, sehr verehrt. Ne? Und nur weil er halt, ne, weil er dir damals nicht den Schritt gestreichelt hat, also dich in diese saudämliche Situation rein manövriert hast mit den Stromschulden, ist er jetzt der schlimmste Hater und du hasst ihn. Ich mochte ihn damals schon nicht. Leider, jemanden, den ich nicht mag, den versuche ich nicht so krass zu imitieren, wie du Gronkh imitiert hast. Leider, du hast die Let's Plays von Gronkh auswendig gelernt. Deponia oder wie das heißt, hast du nur deswegen Let's Played, weil das bei Gronkh einen Haufen Klicks gekriegt hat. Und du hast das auswendig gelernt. Du hast O-Ton dieselben Sprüche gebracht. Jetzt hast du dich hin, den habe ich noch nie gemacht. Den kenne ich gar nicht eigentlich. Hab dann aber seine Let's Plays ganz cool gefunden, wobei er einige Sachen gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, Junge, Alter, man kann das auch bleiben lassen, das ist dumm. Jetzt wird gespiegelt. Aber gut, Aber gut, der Erfolg gibt ihm recht. Gronkh gehört zu den erfolgreichsten Streamern in Deutschland und der ist Multimillionär, glaube ich, inzwischen mit der ganzen Scheiße. Und du sitzt in Sobis im 10 Quadratmeter Zimmer beim Nazi-Uwe und bist chronisch pleite und hast einen riesen Schuldenberg. Einer von euch beiden hat was richtig gemacht. Ihr habt beide dasselbe Konzept verfolgt am Anfang. Du wolltest der Meddler und der Let's Player werden. Gronkh wollte halt einfach Let's Player sein. Der hat halt einfach gespielt, was ihm Spaß gemacht hat und hat dazu geschwallt und die Leute fanden es geil. ist halt wieder was anderes. Und dann hat er irgendwann angefangen, eine Hassaktion gegen mich abzuziehen, nachdem die Hater und nachdem da einiges an verschiedenen Vorfällen waren. Und dann sein erster Akt gegen Nee, es ist schön vage halten, die ganze Nummer, ne? Die Hater mal mit reinschmeißen, so. Einfach um Gronkh auf jeden Fall mit dem Begriff schon mal zu verknüpfen. mich war irgendwie ein Twitter-Post, wo ich mehrere Tweets rausgehauen habe, weil er das dann gleich als, keine Ahnung, ich glaube, das hat er als persönliche Beleidigung aufgefasst, dass ich nicht direkt ihn angeschrieben habe, sondern einfach mehrere Leute, weil ich dann halt damals in einer Notlage. Rainer, du hast dick Leute zugespammt. Mit mehreren Nachrichten. Indem du darum gebettelt hast, dass sie dir helfen wegen deinen selbstverschuldeten Stromschulden. war. Und aufgrund dieser Notlage ist er dann hergegangen und hat. Rainer, Notlage ist ein bisschen vage beschrieben, ne? Sag's doch, wie es ist. Aufgrund dessen, dass du massive Stromschulden hattest, weil du dir gedacht hast, haha, ich kann jetzt den Strom, die Energy um ihre Kohle bescheißen, solange die nicht gecheckt haben, dass man nichtswürdiger Erzeuger über den Jordan gegangen ist. Habe ich halt eine Spam-Post gemacht, wobei kein richtiger Spam-Post das eigentlich war. Sondern ich habe einfach einen Post gemacht. Ach, diese freudschen Versprecher. Dann habe ich halt einen Spam-Post gemacht, obwohl es eigentlich kein Spam-Post war, sondern ein Spam-Post. Den man als Spam hätte auffassen können, wo ich einfach verschiedene Leute versucht habe, damals zu kontaktieren. Zu spammen, Rainer. Oh, und aufgrund dieser Kontaktierung, das habe ich dir aber schon mal gesagt, hat er damals einen Post gemacht, wo er dann öffentlich sowas gesagt hat, und das fand ich damals ziemlich asozial von ihm, weil eigentlich hat er sowas nie bei anderen gemacht. Rainer, weißt du, was ziemlich asozial ist? Weißt du, was ziemlich asozial ist? Wenn man sich ins Internet stellt, die Leute provoziert, das zugibt sogar, sich ins Video reinstellen und sagen, ich provoziere die Leute absichtlich. Ich will ja diesen Hass, damit ich Reichweite krieg.
Wenn es alles den Gully runtergeht, man versucht, den Strombetreiber noch zu bescheißen und man dann tief in der Güllegrube sitzt und dann die Leute ankackt und sagt, ja, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, weil ihr habt ja mehr Erfolg als ich, deswegen seid ihr jetzt dafür verantwortlich, mich hier aus der Scheiße zu ziehen. Es hat er nur bei mir gemacht, soweit ich das beurteilen kann, wo er dann geschrieben hat, so, eigentlich hätte ich gerne geholfen, weil es war ja ein Hilferuf sozusagen, aber damals, und dann hat er sowas gemeint, eigentlich hätte ich gerne geholfen, aber aufgrund der Tatsache, dass du hier anfängst rumzuspammen, weil ich halt verschiedene Leute angeschrieben hatte, also Al-Blali, Unge und verschiedene andere damals. Ja, und Rainer, so funktioniert das auch nicht. Rainer, du kannst so Leute, wenn du unverschuldet in eine finanzielle Schieflage gerätst, kannst du Leute vielleicht anschreiben, wenn du gut mit denen bist, wenn das Freunde von dir sind. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Jay Riddle oder ein KuchenTV in eine finanzielle Schräglage kommt, dass der eine dann den anderen anruft und sagt, hey, du, können wir vielleicht zusammen irgendwas starten? Ich sitze hier ein bisschen in der Shittery-Do. Können wir schauen? Kannst du mir vielleicht helfen? Das ist was, aber die haben halt schon eine Freundschaft, die haben schon irgendwo eine Beziehung zueinander. Oder, dass du deinen Content machst und es kommt halt raus, okay, bei dem läuft scheiße, der ist irgendwie, wenn es tatsächlich unverschuldet gewesen wäre, ne, in eine finanzielle Schräglage gekommen, dass das dann Leute mitkriegen und dann sagen, weißt du was, ich habe dieses Jahr noch keine gute Tat getan, ich brauche was fürs Karma-Konto, so dem helfe ich jetzt. Und dann kommen die auf dich zu und sagen zu dir, du Rainer, ich habe gehört, bei dir läuft scheiße, lass mal was miteinander machen, vielleicht können wir da was regeln. Was nicht läuft, ist, dass du als Hatefluencer, der praktisch seine komplette Internet-Existenz darauf aufgebaut hat, Leute im Internet zu provozieren bis aufs Blut und sich dann arrogant wie nochmal was dahin zu stellen und sagen, ich bin das höchste Wesen, ne? Dass du dann die Dreistigkeit besitzt, andere Leute, die das nicht gemacht haben, die den Job verstanden haben und ihn richtig machen, anzuspammen und sagen, ich finde das mehr oder weniger im Subtext mitschwimmt, ich finde das total unfair, dass du finanziellen Erfolg hast mit dieser Internetnummer und ich nicht und du schuldest es mir jetzt, dass du mir aus meiner selbstverschuldeten Scheiße raushilfst. Das läuft so nicht. Und das hat dir Gronkh gesagt. Und da hat ihm auch niemand widersprochen, auf der ganzen Welt nicht, keine einzige Person. Weil ich Hilfe wollte und versucht habe, mir Hilfe zu holen, andere Streamer und so YouTuber, damit ich da irgendwie mal einen Push hochziehen kann, hat er dann bei mir gepostet gehabt. So. Jetzt hat er es gesagt. Jetzt ist es ihm rausgerutscht. Ja, du wolltest dich an denen hochziehen, Reini. Du wolltest dich an denen hochziehen. Du hast mit denen überhaupt nichts zu tun oder gemeinsam gehabt. Die haben inzwischen mitgekriegt, was du im Internet für einen Content machst, und zwar, dass du Hatefluencer bist. Und mit dieser Negativität wollten die nichts zu tun haben. Gerade ein Gronkh. Wie ich vorher schon beschrieben habe, cozy ist das Englische, was mir immer einfällt, wenn ich an Gronkh denke. Ne? So, keine Ahnung, draußen ist kalt und man macht sich irgendwie einen heißen Kakao oder sowas. Und dann guckt man so einen Gronkh-Stream. Einfach ein bisschen zum Entspannen, zum Runterkommen. Rainer, diese Leute, die du da angeschrieben hast, sind vor allem Gronkh, haben halt wirklich eine durchweg positive Reputation, ne? Und versuchen sehr viel Positivität in ihren Content zu bringen. Das Einzige, was bei dir positiv war, ist der Test auf Diabetes. Sowas wie, hättet ihr eigentlich gerne geholfen, aber so eine Aktion mit diesem Spam-Post finde ich absolut uncool. Also habe ich dann halt auch noch niedergemacht damit. Und dann habe ich mir gedacht, Junge, hättest es gleich ganz bleiben lassen, hätten wir mehr davon gehabt. Da kamen verschiedene Sachen. Das ist genauso wie so ein kleiner, aggressiver Chihuahua, der versucht, dein Bein zu rammeln. Ne? Dem gibst du auch kein Leckerli, den schüttelst du ab. Dann gehst du weiter. Auf den lässt du dich nicht ein. Im Laufe der Zeit dann raus. Aber letzten Endes, der hat dann immer wieder Sachen gemacht. Letzten Endes, nee, der hat nicht immer wieder Sachen gemacht. Dem war das größtenteils scheißegal. Seine Community hat ihn mal ein paar Mal angesprochen. Das ist dieselbe Nummer wie mit Al-Blali.
Ja, die Community hat ihn mal darauf angesprochen, weil du auch dein Maul nicht gehalten hast oder versucht hast, weiter dahin zu provozieren, der hat dich geschmeidig wegignoriert, größtenteils. Klar, ab und zu mal so ein Meme oder mal so ein Spruch. Und wie gesagt, auch auf deine, da hat er sich ja fürchterlich drüber aufgeregt, auf diese Kommunennummer hat er nur deswegen reagiert, weil so seine Community gesagt hat, bitte, bitte, Onky Gronk, reagier da drauf. Und da der tatsächlich darauf hört, was seine Community von ihm für einen Content haben will, weil er sich darüber bewusst ist, dass die am Ende des Tages seine Miete bezahlen und das Essen, was er bei sich auf dem Tisch hat und sein komplettes Leben. Und wer zahlt, schafft an, dass er denen schuldig ist, dann ordentlichen Content zu bringen. Und wenn die alle unbedingt sehen wollen, wie er deine Kommunenidee in der Luft zerreißt, dann macht er das. Und danach spielt er wieder Deponia, Digga. Der dann immer wieder Hater-Begriffe oder Hater-Aussagen oder irgendwelche Hater-Aktionen abgezogen auf Twitter und so weiter. Ja, Rainer, der hat ab und zu mal einen von diesen Memesprüchen gebracht. Rainer, die hast du selber versucht zu vermarkten. Hier Frosch und so ein Scheiß. Forza ist fertig runtergeladen. Rainer, du bist halt ein wandelndes Internet-Meme. Da kann jetzt aber auch ein Gronk nichts dafür. Ne? Und Gronk findet halt größtenteils im Internet statt. Natürlich geht es Hand in Hand mit wandelnden Internet-Memes. Oder auf Facebook. Facebook, Twitter, so ein Blödsinn. In seinen Videos. Es gibt ein paar Videos, wo er sich mit seinen Freunden über mich lustig gemacht hat. Ja, Rainer, wer nicht? Rainer, wer hat sich denn nicht über dich lustig gemacht? Rainer, du kannst ja froh sein, dass die dich überhaupt erwähnt haben. In seinen Together-Livestreams. Es gab ein paar Posts es gab ein paar Posts in paar Videos bei Dead by Daylight. bei Es gab ein paar Videos und Posts bei Dead by Daylight, Rainer, dafür, dass du Gronk überhaupt nicht magst und ihn gar nicht verfolgst, dafür weiß er sehr gut drüber Bescheid. Ne? Fast so, als würdest du den doch weiter verfolgen und jedes Mal dir eine kleine Notiz machen in dein schwarzes Büchlein der böse Haters. Heute Gronk Strebende bei so und so viel Minuten hat er wieder eine Hate-Aktion gebracht. Ich habe den Namen vergessen. Bei Dead by Daylight kam was, dann kam so ein komisches, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel war, das habe ich mir nie angeschaut, weil es mich nicht interessiert hat. Es war ein Let's Play von irgendeinem Firewatch Simulator oder sowas. Oder Firewatch war es nicht, den hätte ich auch gehabt, aber irgend sowas war das. Und da hat er auch sich mit seinen Leuten über mich lustig gemacht. Gerade mit Tobinato hat er sich gerne über mich lustig gemacht. Dann kamen später auch einige der Forest Let's Plays, wo er sich über mich lustig gemacht hat. Ja, ich glaube, da hat er sowas gesagt von wegen, ich baue mir hier eine Kommune der Freiheit oder sowas. Es war funny, Rainer. Es war funny. Und ja, noch vieles mehr. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, leck mich, kein Bock mehr. Und richtig asozial halt einfach. Und das hat er aber davor und danach, soweit ich das beurteilen kann. Ich meine, danach habe ich ihn nicht mehr so aktiv verfolgt wie vorher. Ich habe ihn ja eigentlich auch nur wegen den Let's Plays verfolgt, nicht wegen irgendwas anderem. Ich habe jetzt von dem Typen nie groß Respekt. Oder doch, eigentlich schon. Ursprünglich hatte ich Respekt vor ihm, aber nur deswegen, weil er sich aus diesem ganzen Hater-YouTube-Scheiß rausgehauen hat. Also der hat ja nie irgendjemanden gemobbt oder gehatet oder getrollt oder sonst was. Ja, der hat sich aus dieser ganzen Nummer rausgehalten, solange bis du ihm hart auf den Sack gegangen bist, Rainer. Rainer, du hast ihn in diese Nummer mit reingezogen. Rainer, wenn du den damals nicht angeschrieben und genervt und zugespammt hättest, dann hätte auch seine Community später nicht irgendwelche Statements und Reactions von ihm zu deiner Person gefordert. Du hast ihn in diese ganze Nummer mit reingezogen, jetzt beschwerst du dich. Wie das andere YouTuber gerne machen mit diesem Fitner oder wie man das alles heutzutage nennt. Aber gegen mich hat er das dann eben gemacht und dann damit hat er eben meinen Respekt auch komplett verloren gehabt. So. Und ich war jetzt nie ein großer... Oh nein, der arme Mann. Der jeden Tag weint er sich in den Schlaf. Der arme Gronk. Ja. Hat er den Respekt von Rainer verloren. Das war ihm so wichtig. Das war das Einzige, der ganze Erfolg im Internet, die ganze Kohle, alles. Ne? Die zigtausenden von Fans, die ihm jeden Tag im Schritt lutschen. Oh, ist alles nichts wert, weil er hat jetzt den Respekt von Rainer verloren. Eigentlich kann er aufhören. Karriere beendet. Rainers Respekt war alles, was er jemals wollte. Fan von ihm, weder vorher noch nachher. Fand halt einfach seine Let's Plays ganz cool. Rainer, du warst besessen von dem Mann. Du hast versucht, den 1:1 zu kopieren. Du warst besessen davon. Du wolltest der nächste Gronk sein. Cool, aber das hat sich dann halt auch erledigt. Weil jemanden
Und ich habe dann auch aufgehört, seine Let's Plays zu schauen, weil jemanden, der so eine Scheiße macht, den unterstütze ich nicht, in welcher Form auch immer. Er hat aufgehört, die Let's Plays zu schauen, kannst dir aber noch genau sagen, in welchem Let's Play, Forest etc., bla bla bla, Fire Simulator und was, hast du nicht gesehen, dass Gronk mal eine Spitze rausgehauen hat oder mal so einen Drachenlord-Beam zitiert hat. Aber Rainer schaut ihn überhaupt nicht mehr. Wisst ihr Bescheid. Hatte damals dann mein YouTube-Abo, mein Twitch-Abo, was ich hatte, gekündigt. Ich habe dann mein YouTube-Abo gekündigt gegen ihn. Keine Ahnung, ich mochte den nie. Ne? Ich war nie Riesenfan von dem. Ich hab den auf Twitch und auf YouTube abonniert, Digga. Ich meine, du kannst auf YouTube abonnieren, das ist gratis, aber auf Twitch kostet das Geld. Ja, wenn du jemandem ein Abo rauslässt auf Twitch, kostet das Geld. Genau, und das habe ich bei mehreren Leuten gemacht, die gegen mich geschossen haben, wie zum Beispiel Alblali bei Unge. Ja, danke dafür, Alblali. Bei Gronk, bei Unge habe ich damals überhaupt nicht wegen seinen Let's Plays gemocht. Im Gegenteil, ich fand seine Let's Plays sogar ziemlich schwach. Aber der hatte damals halt ganz coole Live-Videos und so. Wie gesagt, die ganze Unge-Nummer und die ganze Scheiße ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß erst, wer Unge ist, weiß ich erst, seitdem ich im Drachengame bin. Und die fand ich dann halt ganz cool, also so Blogs halt und alles. Aber Unge hat's richtig gemacht, oder? Der ist raus jetzt aus dem Internet. Der streamt nicht mehr, oder? Oder streamt der wieder? Da hat er doch auch jetzt hier den einen oder anderen Skandal, wo er irgendwelche Koffer nach einer Katze geworfen hat oder sowas. Und hat sich dann aus dem Internet verpisst. Der ist reich genug, dem gehört die halbe Insel Madeira. Aber im Übrigen, wenn ich jemanden sehe, der den Koffer nach einer Katze wirft, den prügel ich in Grund und Boden. Ne? Ich habe mir gedacht, ja cool, ne, die habe ich damals halt geschaut. Und dann natürlich die Longboard-Tour, die war dann ganz cool auch. Aber alles darüber hinaus hat mich halt null interessiert von Unge. So, und auch der hat dann irgendwann gegen mich geschossen. Und dann auch noch andere haben noch gegen mich geschossen und war total lächerlicher Witz eigentlich. Weil der Witz ist teilweise, gegen mich haben dann sogar die Leute geschossen, die eigentlich gegen niemanden anderen schießen. So. Merkst du's, Rainer? Merkst du's jetzt vielleicht? Sogar die gutmütigen Leute, die nie gegen irgendjemanden schießen, sogar die hassen dich. Sogar die haben dich so ungefähr so gern wie einen großen Abszess direkt am Arschloch. Und klar, wenn jetzt irgendwelche Leute, die eh schon richtig räudige Bastarde sind, dich haten, ist vielleicht nicht so, ne, was weiß ich, ne, wenn so ein Simon Desue dich hatet oder ein ApoRed, so what, ne? Aber wenn ein Gronk dich hatet, dann sagt das dann schon was aus, ne? Na, und dann denke ich mir halt auch so, ja, ihr seid echte Supermänner, echte Genies so. Also ich mag ihn doch sehr gerne. Aber das habe ich nie so mitbekommen. Also ich habe es auch nie so wirklich wahrgenommen, dass da mal was war, weil... Kannst du ja machen, wie du dachtest. Das geht ja mich nichts an, was du anschaust. Ich würde auch niemals im Leben auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, dass er irgendwas machen soll oder nicht machen soll, wenn, nur weil ich das nicht mag. Verrückt. Ja, das habe ich anders erlebt. Nein, das habe ich anders erlebt. Das wäre ja verrückt. Ich hab eher erlebt, dass du, keine Ahnung, gruppenweise Leute aus dem Discord gebannt hast, weil sie irgendwo auf Social Media mit jemandem befreundet waren, den du nicht magst. Stichwort Verlassung des Rudels. Einer schreibt den Leuten sowas nicht vor. Nee, der schreibt dir nur vor, mit wem du Umgang haben darfst und mit wem nicht. Ja, wenn Rainer irgendjemanden als Hater oder Haterin gebrandmarkt hat und du dann noch Umgang mit dem hast, dann ist die berühmte Kontaktschuld am Stissel. Ne? Dann bist du auch ein Hater und dann fliegt der Bannhammer. Macht man ja nicht. Da gibt es genug, die sowas machen tatsächlich. YouTuber, Ja, dich, Rainer, dich gibt's, der sowas macht. Let's Player, Livestreamer, Gamer. Hm. Über mich haben sogar Leute schlecht geredet, die eigentlich gar nichts von meinem Content verstanden haben. Rainer, du hast deinen Content selber nicht verstanden. Rainer, du hast dieses ganze Drachengame bis heute nicht verstanden. Das macht dir ein bisschen auch die Faszination von der ganzen Nummer aus. Weil man da sitzt und sich denkt, wie kann dieser dämliche Vollidiot nach über 10 Jahren immer noch nicht gecheckt haben, was hier läuft? Also wie... Naja, beispielsweise eben Gronk zum Beispiel. Achso, Oder eben, der hat Gronk hatte das überhaupt schon- keine.
Ja, der hat keine Ahnung gehabt von meinem Content. Ne? Also der hat gemerkt, der hat gesehen, ich mache Gaming und so, hat dann aber auch angefangen, über irgendwelchen anderen Schwachsinn herzuziehen, obwohl er überhaupt nicht wusste, was eigentlich mein Content ist, weil ich habe ja viele verschiedene Content-Sorten gemacht. Ja, Rainer, es war alles scheiße. Und es war alles geklaut. Ja, du hast die Let's Plays, wolltest du von Gronk klauen, diese Geschichten mit den 4 Drachen und der Metal, das hast du von Varion geklaut und von anderen Leuten, die diesen ähnlichen Content gemacht haben. Und alle die haben das besser gemacht als du. Deswegen hat dich keiner geschaut. Dich haben die Leute gehatewatcht. Dich haben die Leute dann nur deswegen geschaut, weil ich zum Obst gemacht hast. Weil es halt lächerlich schlecht war. Und auch dann hättest du das akzeptieren können. Das ist okay. Ich bin zwar nicht so gut wie die Leute, aber dafür bin ich lächerlich schlecht. Ne? Mittelmäßigkeit ist glaube ich, in diesem Social Media Game ist wirklich das Schlechteste. Wenn du einfach mittelmäßig bist, hast du gar keinen Erfolg. Entweder du bist besonders gut in irgendwas oder du bist besonders scheiße in irgendwas, dass es schon wieder lächerlich wird. Aber dann brauchst du Selbstironie, um dann durchzuziehen, okay, ich bin offensichtlich nicht für den nächsten Gronk gemacht, aber ich kann mein eigenes Ding machen, indem ich halt einfach der Kasperl für alle bin. Dann brauchst du ein bisschen Selbstironie, musst ein bisschen über dich selber lachen können und fertig und go. Auf die Art und Weise hättest du dir eine relativ stabile, wenn auch nicht so extrem erfolgreiche YouTube-Karriere aufbauen können. Vielleicht sogar auf dem Niveau, dass du davon hättest leben können in einem bescheidenen Rahmen. Du hast dich anders entschieden, Rainer. Da kann auch keiner was dafür. Wir nicht, die Bärchen nicht, Gronk nicht, Alblali nicht, YouTube nicht, keiner kann da was dafür. Der Einzige, der dafür was kann, bist du. Ich habe ja Let's Plays gemacht, ich habe Lifestyle gemacht. Also Lifestyle, nein, Lifestyle ist falsch. Lifestyle wäre Lifestyle ist richtig falsch, Rainer. der Ding Das ist gewesen. ein Lifestyle. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte mal, wie heißt das? Ja, weiß ich nicht. Was hast du denn alles so gemacht? Also kann ich mich überhaupt noch an irgendwelche Videos erinnern? Ist doch auch schon Ewigkeiten her, dass du ein Video mal hochgeladen hast, oder? Ja, weil ich ausgestiegen bin. Na, komm. Ich mache ja nichts mehr. Nein, du bist ausgestiegen worden bei YouTube und ne? Deswegen hast du schon lange keine Videos mehr hochgeladen. Videos auf Diggity Doggity, die bringen überhaupt nichts. Außer vielleicht ein bisschen Reichweite. Aber was Kohle auf Diggity Doggity bringt, sind die Streams zum Betteln. Rosen, Rosen, Rosen. Alles mal 2, alles mal 2, alles mal 2. Ich mache ja nichts mehr, also warum sollte ich Videos hochladen? Das macht ja keinen Sinn. Du hast in diesen Leaks jetzt schon nicht 5-mal gesagt, ja, ich mache ja nur mein Zeug, meine Videos, meine Streams. Da warst du 3-mal da. Und dann hast du mit dir selbst irgendwie geredet. Oh Gott, was war denn das nochmal? Der Idioten. Das waren. Also es gibt mehrere solche Videos. Es gibt Kurzfilm der Idioten und die Vorversion von Kurzfilm der Idioten war Drache und der Metal. Ja, 4 Drachen und der Metal war das, du Dulli. Du weißt nicht mal mehr, wie dein eigenes Scheißformat heißt. Das Einzige, was die Leute so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat und ein bisschen unterhalten hat. Ob seiner grotesken Dummheit. Aber nicht mal das weiß er mehr. genau. Daran erinnere ich mich noch. Ja, und das war zum Beispiel einfach nur Comedy-Unterhaltung, sollte das werden. Warum hast du Ja, es war halt unfreiwillig komisch, Rainer. das Was anderes war das Das war voll witzig. Das war richtig Weil, wie immer, die Hater mich versucht haben, komplett fertig zu machen. Nein, Rainer, weil das zu viel Arbeit war. Das ist gelogen, was du gerade sagst. Du hast aufgehört mit 4 Drachen und der Metal und Kurzfilm der Idioten, dem ganzen Scheiß. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Hättest du dich darauf eingelassen zu sagen, ich bin das hier der Depp, aber ich monetarisiere das Depp-Sein mit so Sachen wie 4 Drachen und der Metal und du tatsächlich kreativ wärst, um das ein paar Jahre lang durchzuziehen, noch eine neue Folge 4 Drachen und der Metal, was macht der Drachenbarde heute wieder? Wenn du das durchgezogen hättest, so, dann wäre kein Problem gewesen. Aber es war zu viel Arbeit. Das war das Problem. Oh, muss er ein Skript schreiben, ist er wieder 3 Tage beschäftigt. Dann nimmt er diese Dinge auf. Oh, ist er wieder 3 Tage beschäftigt. Schneiden, rendern, hochladen. Oh mein Gott, die Arbeit hört nicht auf. So eine Folge, 4 Drachen und der Metal, so wie sie da steht, die macht dir jemand, der mittelmäßig begabt ist und ein bisschen Ahnung von Videoschnitt hat, an einem halben Tag. Ist die fertig. Da wird vielleicht am Vorabend das Skript geschrieben, in der Früh werden die Videos aufgenommen, am Nachmittag werden die geschnitten und am Abend steht die Scheiße auf YouTube. Das hättest du machen können.
Ich glaube, damit hättest du sogar so weit leben können, dass du sagst, ich mache das einmal die Woche. Du hättest einmal die Woche einen Tag arbeiten müssen. Zu viel Arbeit, zu viel Aufwand. Bis nichts tun wollte die Barne haben. Junausstrebende wollte. Freespins, Barne rein, Barne rein, Barne rein. Ja, du hast relativ, natürlich haben sich die Leute darüber lustig gemacht, aber ansonsten hast du relativ positive Resonanz sogar aus Haterkreisen für die Scheiße gekriegt. Und wenn du das weitergemacht hättest, wäre überhaupt gar kein Problem. Dann würde ich heute hier nicht sitzen. Deswegen, meine Sachen, die ich in stundenlanger Arbeit gemacht habe, neu hochgeladen haben, damit dann Geld verdient haben und ich gesagt habe, ich werde euch doch nicht noch mehr Kohle in die Tasche spielen. So. Reini, wenn du dabei geblieben wärst, 4 Drachen und der Metal Kurzfilm der Idioten, solche Nummern, ne, wo ich einfach nur selbst auf die Schippe nimmst, da hätte auch keiner was gesagt, wenn du dann Reuploads Copyright striken hättest lassen. Keiner. Ja. Ich sehe nicht ein, dass ich mir stundenlange Arbeit. Und du kannst das wirklich Copyright, hättest es sogar Copyright claimen können. Gar kein Problem. Dann wäre das da weiter online geblieben, hätte weiter hier AdSense-Barren generiert, aber die AdSense-Barren wären auf dein AdSense-Konto gekommen. Win-win für dich. Einen Tag die Woche arbeiten. Hätte funktioniert. Aber dafür hättest du kreativ sein müssen und arbeiten wollen. Einen Tag in der Woche. Nein, ich arbeite 5 Tage in der Woche. Danach setze ich mich hin und mache diese Scheiße hier. Mache und die dann die Kohle dafür einstreichen. Das meiste, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war die Arbeit selbst tatsächlich. Nein, Rainer, ihr habt doch gerade gesagt, hör mir noch einmal zu, Rainer, die Arbeit war das, was dir am wenigsten Spaß gemacht hat. Fressi, das war, was dir am meisten Spaß gemacht hat. Und Barne fürs Nichtstun bekommen. Was dir am meisten Spaß gemacht hat, war, wenn irgendwie da einer dicken Freespin in Junau rausgeschmaßt hat. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Mir hat es allgemein Du wirst halt spontan einfach gelogen haben. mir hat einfach allgemein die Arbeit getaugt. Es hat einfach Spaß gemacht. Sich da hinzusetzen, Gedanken drüber zu machen, zu überlegen, wie stelle ich das jetzt am schlausten an und so. Ja, und dann das am dümmsten umzusetzen, ja. Ja, das hat mir einfach allgemein Spaß gemacht. Das war einfach eine coole Sache. So, und es gibt halt, gerade für jemanden wie mich, gibt es halt nicht so viele Arbeiten. Rainer, damals, als du mit der Scheiße angefangen hast und auch noch zu Zeiten von Kurzfilmen der Idioten und vor allem von hier 4 Drachen und der Metal. Mannigfaltige Möglichkeiten hätte es für dich gegeben, dir deine Arbeit zu suchen. Ganz ehrlich, ich bin auch auf dem Land groß geworden. Wenn du so einen liebenswürdigen Dorfdeppen auf dem Dorf hast, ja, dann passiert es auch ganz gerne mal, dass der, keine Ahnung, bei der Gmor mitarbeitet. Ja? Der darf dann da ein bisschen aufräumen, putzen, so ein bisschen die Dulli-Arbeiten den anderen Leuten aus der Hand nehmen. Einfach nur sagt, hey, dann ist der aufgerammt, dann hat er Aufgabe, dann kann er sein eigenes Geld verdienen, auch wenn er ein bisschen dumm ist und gut ist. Wäre möglich gewesen, Rainer. Aber da sind wir jetzt wieder von wegen Heimat und dergleichen, wenn du natürlich auch allen Leuten in deinem näheren Umkreis, in deiner Heimat gegenüber, wie es hinterletzte Arschloch verhältst, dann werden die dir wahrscheinlich solche Möglichkeiten nicht geben. Und auch dafür war es sich zu schade, weil es viel zu harte Arbeit. Und dann muss morgens in der Früh klingelt der Wecker, dann muss er rausmeddeln aus der Schanze, dann geht er irgendwo hin, dann muss tatsächlich buckeln, muss er sich noch was sagen lassen von Leuten, die mehr auf dem Kasten haben als er, ist wirklich eine Unverschämtheit. Dafür war es sich zu fein für die Scheiße. Die er so durchführen kann, ohne irgendeine Ausbildung zu haben. Und ich habe nun mal eben einfach keine Ausbildung. Und wessen Schuld ist das jetzt schon wieder, Rainer? Waren das auch die Hater? Natürlich waren es die Hater. Er konnte ja alles immer Hate und Mobbing. Konnte er überhaupt nichts für. Rainer, in die Schule gehen statt Pokémon schauen, Abschluss machen, Ausbildung machen, arbeiten gehen, Fresse halten. Aber es gibt ja auch einige Berufe ohne Ausbildung.
Ja, ja, schon, aber ich habe trotzdem einfach keine Möglichkeit gehabt, Großausbildungen zu machen. Warum dann Soll ich ausgerechnet eine im Arbeit, Internet? soll ich eine Arbeit machen, auf die ich keine Lust habe? Ja, Rainer. Ich sag's dir, wie es ist. Ich meine, es gibt ganz, ganz wenige Leute, die wirklich ihren Traumjob haben. Und auch die haben mal einen Scheißtag. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute. Ich würde sagen, wahrscheinlich die Hälfte der Leute in diesem Land, die machen halt einen Job und verdienen damit ihr Geld und schauen, dass sie dann damit über die Runden kommen. Wenn ich ab morgen Multimillionär wäre, würde ich übermorgen nicht mehr in die Arbeit gehen. Zeig dir, wie es ist. Da habe ich genügend anderes zu tun. Ich habe Hobbys, das auch stellenweise mit körperlicher, geistiger Arbeit verbunden, meine Hobbys. Aber wenn mein Lebensunterhalt finanziert, das sind halt Hobbys, mit denen ich kein Geld verdienen kann. Aber die halt Geld kosten oder trotzdem vielleicht körperlich anstrengend sind. Geistig vielleicht anstrengend sind. Würde ich halt machen. Würde ich meine Zeit damit verbringen. Ist nicht so, ich habe einen Job. Ne? Ich hatte auch schon schlechtere Jobs in meinem Leben. Also ich bin relativ happy in dem ich jetzt bin. Aber es ist nicht irgendwie ein Traumberuf. Aber die meisten Leute haben halt nicht irgendwann ihren Traumberuf. Keine Ahnung, Rockstar, Schauspieler, sonst irgendwas. Gronk. Die meisten von uns arbeiten halt einfach in stinknormalen Jobs. Die stehen morgens auf, die gehen dahin, die lassen sich da was anschaffen, die machen ihre Arbeit, dann gehen die nach Hause, bekommen dafür ihr Geld und dafür kaufen sie sich was zu fressen. Das ist ganz normal, Rainer. Nur weil du dir dafür zu fein bist und zu faul, heißt das nicht, dass deswegen alle anderen für dich aufzukommen haben. Ich habe halt gemerkt, dass mir die Videos machen Spaß, dass mir das Videos machen Spaß macht. Ja, mir macht das Videos machen hier auch Spaß. Ja, und klar, ich verdiene inzwischen auch ein wenig Kohle damit, aber das ist ja Taschengeld. Das ist Taschengeld, das halt oben drauf kommt. Das reißt mir jetzt nicht irgendwie großartig raus. Das macht mir den Alltag ein wenig angenehmer. Also habe ich das halt gemacht. Aber arbeiten musste überall, egal was du machst. Ja, das auf jeden Fall. Ja, du nicht, Rainer. Du musst offensichtlich nicht arbeiten. Du hast dein ganzes Leben noch nicht richtig gearbeitet. Aber ich finde, Ja, Arbeit es geht macht. halt einfacher von der Hand, wenn es halt dann einen Spaß macht. Also meiner Meinung Ja, nach. und deswegen wollte ich meine Videos und meine Streams machen. Und mir haben halt alle, die das irgendwie konnten oder auch nicht konnten, haben mir meinen Spaß verdorben. Aber nur in der Hinsicht. Nein, Rainer, die haben dir gesagt, du bist zu dumm für die Scheiße. Die haben gesagt, du bist zu dumm und das, was du tust, ist nicht gut. Rainer, die haben dir am Anfang sogar Verbesserungsvorschläge gegeben und haben gesagt, hey Rainer, wenn du es hier so oder so machst oder da so oder so, dann wäre das, dann wird das die Qualität deutlich verbessern. Da wäre nicht viel notwendig gewesen. Da wäre wirklich nicht viel notwendig gewesen. Aber du hast gesagt, hey, lass mir da nicht reinreden, ich bin jetzt halt der große Drachenlord und ich mache hier mein Zeug und wenn es euch nicht passt, ist rechts oben der X-Button. Und die Leute, die es gut mit dir gemeint haben, die dir Tipps gegeben haben, haben sie gesagt, so brauche ich mich nicht anreden lassen, ich gehe. Und geblieben sind die Hater. Und die haben ihre Freunde mitgebracht. Huch, hier sitze jetzt ich. Und dieses Video werden wahrscheinlich auch wieder so um die 2000 Leute sehen. Ja. Die alle nicht in diesem Thema drin wären, wenn du damals dich nicht wie ein Dirnenspross verhalten hättest. Dass sie mich halt einfach extrem dabei blockiert haben. Und trotzdem, ich muss es mal so sehen, ich habe mit so extrem viel Gegenwind über viele Jahre hinweg zu tun gehabt. Und ich habe es trotzdem geschafft, einen YouTube-Kanal aufzubauen mit fast 300.000, 400.000 Abonnenten. Ich halte diese scheiß Lügerei nicht mehr aus. Rainer, dein Kanal hatte knapp über 220.000 Abonnenten, was 220.000 zu viel sind, aber das erklärt sich dadurch, dass da 90% gebottet, 8% Abo-Leichen, 1,9% Hater, 0,1% Leute, die tatsächlich vielleicht lustig gefunden haben. Ich habe es, obwohl mir so viele Gegenwind gegeben haben, trotzdem angefangen, davon leben zu können. Und obwohl die immer wieder Scheiße gebaut haben und mich immer wieder als jemanden hingestellt haben, der ich nicht bin, bin ich meinen Weg trotzdem weitergegangen. Ja, der Weg war halt saudumm. Und du hast nur deswegen davon leben können, weil die Leute den Tanzbären weiter tanzen sehen wollten. Einer so ein richtiger, echter Tanzbär, der bei irgendeiner Zigeunertruppe mit
läuft, der hat auch kein schönes Leben. Die füttern den aber trotzdem gerade gut genug, damit er nicht abkratzt, weil der bringt ihnen ja morgen wieder die Kohle rein. Aber das ist trotzdem Tierquälerei, Digga. Der hat kein schönes Leben. Aber er überlebt. Das war das, was die gemacht haben auf YouNow mit diesen Freespins und die Barne. Man hat dir gerade genug hingeschmissen, damit du weitermachen konntest, damit die ihr Entertainment haben. Damit sie dir weiter zuschauen können, wie dein komplettes Leben havariert ist. So. Das sind alles so Sachen, die einfach nicht beachtet werden und die einfach niemand interessiert, weil die Leute alle glauben, ich habe es denen zu verdanken. Aber dabei ist es ja tatsächlich so, dass die mir nur die Steine in den Weg gelegt haben, ich aber trotzdem weitergemacht habe. Ich bin nicht bei Leuten, die mich mochten, bin ich nicht deswegen bekannt geworden, weil es die Leute nicht gibt. Weil bei Leuten, die dich mochten, wurdest du nicht bekannt, weil diese Menschen nicht existieren. Weil das Positivste, was du an Reaktion für deine Scheiße gekriegt hast im Internet, ist gewesen, dass du den Leuten egal warst. Dass sie gesagt haben, ja, interessiert mich nicht, ja. Ja, ein dicker Dulli im Internet labert Scheiße, egal. Juckt nicht. Das ist die positivste Resonanz, die du gekriegt hast. ich bin nicht deswegen bei Leuten, die mich mochten, bekannt geworden, weil mich die Hater gefördert haben oder unterstützt haben oder gepusht haben oder was weiß ich, sondern ich bin bei meinen, Wenn er jetzt Fans sagt, habt ihr mich hier liegen. sondern ich bin bei denen, die mich mochten, deswegen bekannt geworden, weil ich einfach mein Ding weiter durchgezogen habe, egal wie sehr sie sich dagegen gewehrt haben. Er glaubt wirklich, wie kann man sich das immer noch einreden, Rainer? Wie? Glaubst wirklich immer noch, dass es da Leute gegeben hat, die dich unironisch gefeiert haben? Er glaubt immer noch, er hatte Fans. Ich halte das nicht mehr aus im Kopf. Naja, aber schlussendlich Nee, es heißt letzten Endes. Liebes Bärchen, so viel Zeit muss sein. hast du es ja dann trotzdem aufgegeben, leider. Ich habe nichts aufgegeben. Ich habe nie Er hat nichts aufgegeben, er hat nie aufgegeben. Da habt das. aufgegeben. Ich habe nur irgendwann erkannt, dass es keinen Sinn hat, diesen Weg weiter zu verfolgen. Das ist der. Ja, dann hast du aufgegeben, Rainer. Das ist die Definition von aufgeben, du Depp. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe einfach nur festgestellt, dass es keinen Sinn hat, das zu machen, und dann habe ich damit aufgehört. Ich habe mich in die Hose geschissen. Ich habe in mein Beinkleid defekiert. Der Unterschied daran. Ich sehe da keine Niederlage drinnen. Wenn ich jemand Auf unbesiegt ewig. Er ist immer noch auf unbesiegt ewig. Der Mann macht mich schon wieder nett. behindert und du deinen eigenen Weg weitergehst, dann ist es keine Niederlage, nur weil du den Weg plötzlich anders bestreitest. Renn. Ja. Ich begeistert. Ist der Selbstbetrugslord wieder am Start. Hat es ja bestimmt einen Traum, irgendwas mit YouTube dann zu machen, so, weil ich meine, wenn es dir doch so riesen Spaß gemacht hat. Warum glauben das immer alle? Oh, weil es offensichtlich ist, Rainer, weil du auch selber immer davon geredet hast. Jedes Jahr im Dezember wieder Content-Offensive. Nächstes Jahr bin ich der größte YouTuber. Die Millionen Abos werden geknackt. Die Hater sind dann alle weg und die werden mit Barne beschmissen. 20 nackte Weiber sind den ganzen Tag um mich rum. Und die gebratenen Hähnchen fliegen mir ins offene Maul durchs Fenster rein. Weil du es gesagt hast, Rainer. Nein, ich habe einfach meine Videos gemacht. Ich habe einfach Spaß daran gehabt, meine Videos zu machen. Ich hatte keinen Traum damit. Ich wollte weder davor noch danach das machen. Ich habe einfach nur das durchgezogen, worauf ich Bock hatte. Punkt. Nicht mehr Ich wollte das nicht machen, aber ich habe da Bock drauf gehabt, ne? Selbes Prinzip. mehr und nicht weniger. Und wie gesagt, das ist für mich letzten Endes kein Ding. Ich ziehe halt einfach das durch, was ich für richtig halte. Und wenn ich merke, dass der Weg auf Dauer einfach nicht zu machen ist, dann gehe ich halt einfach einen anderen. Und das Nein, tust du nicht, Rainer. Tust du nicht. Würdest du das tun, würde ich jetzt nicht auf diesen Discord reagieren, der im Jahr 2025 entstanden ist. habe ich dann mit meinem Blog und mit meinem Podcast gemacht. Mhm. Merke jetzt auch, Die Aussage ist im Übrigen auch wieder widersprüchlich zu der Aussage, ich habe mich aus dem Internet zurückgezogen. Ne?
diesmal habe ich aber auch keine Lust, mich lange Zeit auf etwas zu konzentrieren, wo ich schon im Vorfeld merke, dass aufgrund meiner Vergangenheit das keinen Sinn macht. Und deswegen gehe ich jetzt einfach einen anderen Weg oder gehe ihn auf andere Weise. So, Ja. Das nicht aufgeben, ne? weil ich sehe nicht ein, mir wieder Kraft und Zeit für etwas aufzunehmen. Diese Leute, die wollen über mich reden, die wollen über mich herziehen, die schicken mir dich und andere her, um mich irgendwie aufzupushen und keine Ahnung. Oder Ja, jetzt hat er's, ne? Hat es geradewegs deutlich gesagt, dass er weiß, dass sie ein Bärchen ist. um wieder über mich herzuziehen und wieder Aufnahmen zu machen und keine Ahnung. Ja, bitte, da haben wir's. Kommen wahrscheinlich auf 3 Stunden mit der Nummer hier. Und am Ende sitze ich einfach da und denke mir einfach nur, ihr Idioten, verschwendet euer Leben damit. Weißt du, wer sein Leben verschwendet hat mit der Scheiße? Du. Anderen Leuten auf den Sack zu gehen, nur weil ihr selber nicht begreift, dass ihr den falschen Weg anschlagt und dann gleichzeitig aber behauptet, dass mein Weg der falsche ist. Also von daher, ja, ich frage mich halt, wie lange es dann dauert, bis die ersten Aufnahmen im Internet landen. Aber das Ja, das hat eine lange gedauert, Rainer. ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe nichts gesagt, was mich irgendwie in irgendeiner Form belastet. Sieht vielleicht die Polizei anders. Aber wie gesagt, das hier wie bei Black Rose. Da sagt er dann wieder, oh, das habe ich nur erfunden. Dann passt das schon wieder. Rudi sei Bruder. Nein, wie wollen denn Aufnahmen reinkommen? Hast du noch mit anderen Du geredet? und Zoe. Wie bitte? Und du und Zoe Wie bitte? nehme ich mal an. Ich und Zoe. Wissen kann man es nie. Ja, das ist fair. Wissen kann man es nie. Aber ich weiß nicht, Zoe. Naja, Zoe reagiert ja auf nichts mehr. Ja, Kelsey-Priest, Rainer. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich habe ja mittlerweile nur noch einen Bildschirm. Ich habe ja nur noch einen Bildschirm im Moment. Ich habe ja keine Ahnung, ob sie nicht mehr geantwortet hat oder keine Ahnung. Ja, Rainer nimmt das Handy raus, Digga. Aber, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ist mir auch egal. Mir persönlich ist es, wie gesagt, einfach Latte. Mir geht es im Arsch vorbei. Ich ziehe einfach mein eigenes Ding durch und dann hat sich die Sache. Bist jetzt sauer, weil ich dich jetzt da als potenziellen Hater betrachte. Nö, warum sollte ich da sauer sein? Ja, warum sollte sie denn? Sie ist ja auch eine Haterin. Also, das ist halt logisch. Die Sache ist halt, die meisten Leute glauben immer, dass ich nichts raffe, aber ich krieg meistens mehr mit, als die meisten Leute denken. Und wie gesagt, ich habe ja auch meine Spione in den ganzen Reihen von denen. Ja, die Spione. Ne? Spion und Spion, wer kennt's noch? 1849, also gut. Ich werde jetzt dann mal gleich duschen gehen. Okay. Nicht, dass sie dann wirklich gleich kommt. Obwohl ich meine, im schlimmsten Fall gehe ich halt auch mit ihr zusammen duschen. Ich will zwar nicht wieder ausschauen wie ein Hummer, den man in die Pfanne gehauen hat, aber. Oder Ja, Rainer, dann würde ich mal daran arbeiten, dass vielleicht das Wasser aus den Achsen rauskommt, weil die sehen wirklich aus wie ein Hummer, den man in die Pfanne gehauen hat. in den Topf. Auf deine was? Meine Fensterbank. Kann ich alte Muscheln drauflegen? Sag mal. Ich sag ja. Ey, ich habe das nebenbei gebaut, ja? Ich habe immer halt. Ja, genau. Und die ganzen Holzstämme, die wir ins Haus zimmern müssten, zimmerst du in deine Sachen hier. Ist richtig. Machst du nebenbei. Ich find's nicht schlimm. Nebenbei werden Sachen mit Stickies, ja, aber ich würde gerne das Haus mal fertig kriegen irgendwann. Wir sind schon vom Winter überrascht worden. Und ich würde eigentlich gerne das Haus machen. Man fängt eigentlich mit dem Haus an, bevor man es einrichtet. Ich check's nicht. Haben die da denselben Text nochmal reingeschrieben oder labert er wirklich einfach dieselbe Scheiße wie vor einer halben Stunde? Also, Man richtet doch kein Haus ein, wenn es noch nicht fertig ist. Also, ich weiß nicht, Rainer, mir macht das nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte schon auch ein bisschen Spaß haben und ich finde es auch nicht so geil, wenn ich dann Ja, ich find's- beschimpft werde. ich finde es auch nicht geil, wenn man versucht, mal erstmal ein Haus zu bauen, dann werden ständig andere Sachen gemacht und ich renne hier die ganze Zeit rum wie ein Blöder und baue nur das Haus und gönne mir Wie ein Blöder, ne? ja nichts Schönes drinnen, Du bis ich darfst fertig doch bin. auch. Du darfst doch auch. Mach Er gönnt sich nichts Schönes drin, bis er fertig ist. doch auch. Du kannst doch auch dir ein schönes Bett hinmachen und alles Mögliche. Das ist doch kein Problem. Ich habe wirklich kein Problem, wenn wir etwas länger bauen und sowas. Ich meine, Rainer, das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so, als wäre dir irgendwie so Leute, die diesen Oregon Trail entlang gehen und dann da irgendwie versuchen müssen, bevor der Winter einbricht, sich eine Hütte zu bauen auf ihrem neuen Land, damit sie nicht erfrieren. Das ist ein Videospiel, Digga. Lass die da halt umeinander wichteln. Das ist doch scheißegal. das ist gerade mal der zweite Tag, an dem wir spielen. Nein, das ist der dritte Tag. Boah, das wird Scout fett machen. Ja, und eigentlich hätte ich am ersten Tag schon das Haus fertig gemacht. Aber das ist riesig. Egal. Das ist klein. Das ist nicht riesig. Findest du? In der Zeit, in der wir das Haus gebaut haben, inklusive Zaun, habe ich Ja, hat er schon richtig, den ganzen Führerbunker da schon gebaut. früher eine fast doppelt so große Villa hingestellt. Und das Ja, 3-mal so groß, Rainer. war eine.
Ist doch gut. Mir ist das egal von der Zeit her. Ich will einfach nur Spaß haben, aber es macht mir keinen Spaß, wenn ich immer ausgeschimpft werde. Ja, angekackt ist das richtige Wort. Der schimpft dich nicht aus, der kackt dich an. Mir macht es keinen Spaß, wenn ich nicht zu dem komme, was ich eigentlich machen möchte. Naja, aber. Aber gut, wenn dir das wichtiger ist, dann mach doch, was du für dich hältst. Dann können wir auch gleich eigentlich für jeder für uns spielen. Ja, besser ist es, Rainer. Dann kannst du es selber anscheißen, wenn das Spiel wieder nicht läuft. Kommt das Gleiche raus. Aber dann hast du halt wieder keinen Knecht. Naja, wir können schon zusammenspielen, aber dann vielleicht nicht auf Ja. den anderen gleich ausschimpfen oder so. Das heißt ausschimpfen. Ich renne seit ungefähr 10 Stunden hin Und ne, und her und snack das ganze Zeug ein und versuche so schnell wie möglich das Haus in fertig zu kriegen, damit man sich auch mal was Schönes reinbauen kann. Und ja, schau bei dir ran und bei dir steht schon alles, obwohl das Haus noch eine riesige Ruine ist. Ist doch halb so wild. Davon da ist eine riesige Ruine reingeschmaßt. geht kein Leben kaputt. Das ist doch alles gut. Also ich habe ja auch Ich den bin das- Baumstämme noch in die Ecke hier hingepackt, die ich ja auch nach und nach hingepackt habe. Guck mal, ich habe ja auch hier die Wand hinten hochgezogen und da ein Stückchen Wand. Also ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht habe. Schau dir mal die andere Seite vom Haus an. Ja, das ist ja egal so. Ich will Spaß haben. Ja, ich auch. Aber was machen wir denn dann? Weil Lass uns mal wir pennen haben ja gehen. Spaß. Lass uns mal pennen gehen. Lass uns mal. Ja, dann sag ich ja. Dann müssen wir beide füreinander spielen. Lass uns mal pennen gehen, dann speichern wir und dann gehe ich offline. Besser so, Rainer, besser so. Dann werde ich essen. Mach mal so. Und Ich hätte gedacht, du wirst warten mit dem Essen, bis die Gym-Mulle kommt. werde was zocken. Dann machen Oder wir. war das mit der Gym-Mulle vielleicht doch gelogen? Ich hätte gedacht, du wolltest jetzt duschen und dann wolltest du noch zum Späni meddeln und hier Chop Suey kochen für die Alte. Lieber ein kleines Päuschen, schlafen und dann geht's, glaube ich, wieder besser mit der Zeit, ja? Weil jetzt sind die Ja, Beine mal ein abwarten. bisschen hochgeschaukelt. Mal abwarten. Ich persönlich glaube eher, dass ich tatsächlich Montag dann mal schaue. Oder Dienstag, wenn ich den Blog wahrscheinlich dann offline nehme. Bis dahin überlege ich mir das jetzt noch. Und dann schauen wir mal, ob wir das überhaupt noch weitermachen. Weil das hat, glaube ich, alles keinen Wert im Moment. Das musst du selbst entscheiden, wie du möchtest. Da werde ich dir nicht reinreden. Na? Du wirst schon Alles wissen, klar. was gut genug ist für dich mit deinem Blog und alles Mögliche. Da. Ich weiß vor allem dann, wenn mich jemand verarscht. Aber gut. Weißt du nicht, Anna. Also jetzt weißt du es, aber das hat auch dann ein paar Informationen gebraucht, die da durchgesickert sind. Ne? Danach, also die ersten, ich würde schon sagen, sag mal, die ersten, wie viele Leaks waren das jetzt insgesamt? 10, 20 Leaks. Hat das Squeeze nicht gewusst. Da gedacht, die sind legit. Erst so seit kurzem. Ich glaube eigentlich fast seit kurz bevor die Leaks jetzt Ofi rausmeldet. Seit kurz davor hat er vielleicht einen Verdacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Und denk mal drüber nach, was ich gesagt habe. Bis dann. Alles klar, tschüssi. Dieser elende Sohn. Ah, sorry Leute, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte ihn loswerden. Na? Verständlicherweise. Verständlicherweise. Leute, 2 Stunden, 42 Minuten. Ich glaube, ich hatte zwischendurch mal ganz kurz das Mikro gemutet. Ich bin mir aber nicht sicher, wie lang das war. Das war, glaube ich, nicht lang. Dementsprechend, Leute, Zeug. Videos schon lang genug. Tut nicht, was Rainer tut. Wenn ihr noch da seid und euch das so lange gegeben habt, so dann und noch nicht abonniert habt, dann auf jeden Fall. Abonnieren, hypen, liken, ganzen Shit. Genießt noch die restlichen Feiertage, je nachdem, wann die Scheiße hier rauskommt. Und Metal.